auf die Sekunde genau auf den Start-Button nur gesmashed. Bin ich dem Timmy Boy natürlich wieder 4 Sekunden voraus, weil er wieder geschlafen hat. Timmy Boy, grüß zu dir daheim. So, jetzt gedulden wir uns noch ein paar Sekunden, bis YouTube hoffentlich... Schauen wir mal, ob mein Internet stabil ist. Oh ja, ich habe es gehört, ist gut. Ah, OBS zeigt grün, sehr gut. Dann machen wir mal eine Habedere. Habe! Wir blasen zum Angriff. Sprach die holde Maid. Schöner Grüß Gott beieinander. Grüßen wir erstmal in den Haufen hinein. Na, bevor ich überhaupt irgendwas grüß. Wenn mein Internet heute abspackt, ich hab seit 2 Tagen wieder massivste Internetprobleme. Wenn das jetzt weitergeht so, dann... Was soll ich machen? Telemann war da. Haben ein provisorisches nagelneues Kabel vom Endpunkt bis zu meinem Router hergeschissen. Seitdem geht's wieder. Ich mag's nicht verschreien. Ich will es nicht verschreien, aber weißt du selber, es ist. Ja? Seitdem geht's wieder. Seit 4 Uhr Nachmittag. Ich hoffe, dass das mein eigener Kabelmurks war. Wenn es jetzt wieder spackt, dann liegt es tatsächlich am Verteiler, dann haben wir ein Problem. Aber da kümmert sich dann der Zukunftsbürger drum. So. Brücke, merci wieder Euro. O edler Ritter von und zu Lex, ich schenke euch diesen Gulden, um Respekt zu zollen und meine unterwürfigste Ehrerbietung zu zeigen. Mögen eure Kornspeicher stets gefüllt und eure Weiber fruchtbar sein. Gehabet euch wohl. Brücke, merci dir. Der Hottentot! Jetzt mal so wie Hottentot. Der Weekend, Herr Hottentot! Welcome to the Squad. Das ist so eine frühe neue Mitgliedschaft. Danke für deine Mitgliedschaft. Kuss auf die Nuss. Ab in den Chat. Hau dir, Herr Hottentot! Du hast aber jetzt übrigens Hottentot. Was machst du oder nicht, ist mir wurscht. Rotz! Merci für 33 Monate. Kuss auf die Nuss. Timmy Boy. Nein! Darauf ein gepflegtes Raute Leerzeichen 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 Leerzeichen. Ich hasse dich so stark! Merci dir! Sprengi, merci für 53 Monate. Wieso steht da nicht 93? Verstehe ich nicht. Woraus ist der Turm in Pisa? Aus Schiefer. Hau ab! Hau ab! Maxi, merci 35 Monate. Zitronenbaum, merci für 18. Kuss auf die Nuss. Schluss jetzt. Habe ich endlich mal wieder live dabei. Die letzten Male nur im Nachschausscode. Ja, den muss aber allen niemand bedienen, diesen Nachschausscode. Das ist ja klar. Und nun wünsche ich gute Unterhaltung. Das muss ich dir wünschen. Nicht du, was ist das, wie man. John spielt, merci hier. Habe dritt Bier gehabt. Schöner Stream. Oh Gott, ich hab so viel Bock. Oh Gott, ich hab so viel. Das Spiel ist so gut. Das Spiel ist so beschissen gut, dass du in die Hosen scheißt. An was die alles denkt haben, ist absolut herrer Irrsinn. Hab ich so noch nie in einem Spiel gesehen. Heilige Scheiße, hab ich Bock. Mein Life ist krank. Was da wieder los? Gute Besserung. So geht's gleich wieder. Ja, ihr als Bergdoktor schreibt einen gelben Zettel, bleibst du morgen mal daheim. Saufst du mal Flaschen Klosterfreier Melissengeist. Und einen halben Liter Wasser, bis der Biesestrahl weiß ist und klar ist wie Wasser. Dann geht's wieder. Und das ist der Arschloch. Merci dir. Sonntag, Ruhetag, merci für 37 Monate. Ich bin entrüstet, sagte der Ritter und stand nackt im Wald. Den haben wir letztes Mal schon gehabt, glaube ich. Mehrfach, glaube ich. Der Lensepp. Habe die Bierger, schreite voran, so ein Deppflott. Hashtag Müllermilch, Banane. Die mag ich lieber. Ja, Vanille, Banane, Schoko. Ja, Erdbeer ist auch nicht schlecht. Ist nicht schlecht. Ha? Wir sagen es in Django. Ich möchte ja auf niemanden mit meinem Finger zeigen, aber da gibt's besser nicht. Löwensepp, merci dir. So, jetzt greifen wir mal schon. Habe die Ehre an den Baumgarten, an den Blacker, an die My Life, glaube ich. Bin mir nicht hundertprozentig sicher. Ich weiß nicht, ich habe das schon mal gefragt, glaube ich. Egal! An den Herrn Müller, an den Jodelmax, an den Razy, an den Herrn Dockner, an den Arden Udan. Ja, an den Udan. Weiß ich nicht, jetzt irgendwie wie Steinzeitname. An den Walter, an den Lorenz, an den Baltimore, an den Bastian, an die Sky sind Lace, Entschuldigung. Meister des gepflegten Schwertkampfs auf an geilen Stream. Ja, Bazooka, ciao! Ich arbeite dran. Wir schauen mal. Also, ich zeige euch jetzt erstmal in die ersten 2-3 Minuten kurz, was ich alles gemacht habe. Natürlich habe ich offstream weitergespielt. Ich glaube, ich bin jetzt so bei 12 Stunden ungefähr. Gestern habe ich noch kurz eine Nebenquest, eine kleine gemacht, beim Müller umeinander geschlägert und was weiß ich was alles. Bambusleitung und Carport Dono Ahoi. Starte ich merci dir. Und übrigens auch merci an den Fire Donation Squad. Ja, mittlerweile, ja, was soll ich sagen. Wie ist das Spiel auf der PS5? Was das wird? Das kann ich dann natürlich nicht beantworten. Ich habe zumindest noch nichts gelesen, dass da irgendwelche
Ausfälle geben darf oder so. Ich habe aber auch nichts Positives gelesen. Ich habe eigentlich gar nichts drüber gelesen, glaube ich. Ich versuche mich so spoilerfrei zu halten von dem Spiel, wie es irgendwie geht, was nicht ganz funktioniert hat. Wir versuchen heute auf diese Hochzeit zu kommen. Das ist unser Plan. Ich habe mit beide Hauptquests, also das ist ja optional, beim Müller gibt es eine Quest, die ist mehr so Stehlen und Schleichi. Und beim Schmied die Quest, die haben wir ja noch angefangen. Einen Hund habe ich mir schon geholt, mein Pferdl habe ich mir geholt. Was habe ich noch alles gemacht? Und dann war das Hauptproblem eigentlich, wir haben dann, glaube ich, bei der Quest stehen geblieben, wo wir den Ochsenweiß anstreichen. Die habe ich noch nicht gemacht, aber ich habe die Vorbereitungen gemacht. Also ich habe einen Haufen Geld gefarmt, ich habe mir Rüstungen gefarmt und alles lauter so Nebengepimmel habe ich halt gemacht. Und heute gehen wir mit zum Schmied und wir müssen, glaube ich, als Hochzeitsgeschenk schmieden. Und dazu brauchen wir ein paar bestimmte Sachen. Und dann gehen wir auf die Hochzeit und dann schauen wir, dass wir da durchkommen, weil mir eine Quelle des Vertrauens hat mir ein paar Tipps gegeben, wo ich wahrscheinlich eine Stunde im Kreis laufen werde. Das heißt, bei 1-2 Momenten heute werde ich wahrscheinlich wissen, wo ich hingegangen muss, damit ich weiterkomme. Ich hoffe, ich denke dran, sagen wir es so. Und ansonsten hängen wir mir nämlich da drin fest. Und das da ich heute gern fertig gespielt kriegen. Das bedeutet, der heutige Stream könnte möglicherweise eine Stunde länger dauern wie normal. Weiß ich nicht, ob da irgendjemand was dagegen hat. Ich weiß es nicht. Bierzeitboxer, H1, Prominenz. Mir ist wieder ins Ziel. Kuss auf die Nuss. Sind Scheringer da, fragt der Pointify. Schnutschi, ich spiel's auf dem PC mit Controller, gar kein Problem, solange der Schlossknack-Skill passt. Oh ja, das kann ich mir sehr gut vorstellen, dass das am Controller natürlich scheiße ist. Aber ansonsten, glaube ich, kann ich mir eine Controllersteuerung könnte ich mir ganz gut vorstellen. Ich spiele nur mit Maus und Tastatur. Leute! Das Einzige, was mich noch abhält zum Spielen, ist das Kampfsystem. Darum habe ich auch das 1er abgebrochen. Es ist Welten besser wie das 1er. Das ist alles, was ich dazu sagen kann. Es ist immer noch gewöhnungsbedürftig, so ist es nicht. Ich meine, das hat man auch gesehen. Der Chef heit einmal wieder halbwegs pünktlich auf Anguarden-Stream. 20 eine geschissen, du Vollgas Narischer! Kuss auf die Nuss! Merci dir, Schluss damit! Soll ich sonst sagen? Was soll ich machen? Maxi, merci dir. Halbwegs pünktlich, du bist perfekt pünktlich, eh? In 3 Minuten fangen wir an. Das heißt, bei mir. Wieso geht denn jetzt mein Monitor aus? Warum gehen jetzt alle meine Monitore aus? Was ist denn da drin eigentlich? Jetzt sind sie wieder da. Man muss noch einmal reinschreien. Ja? Meine PC scharf machen, schaffen da und Internet funktionieren nicht mit Strom, sondern mit Gebrüll. Ja? Mit Kampf und Brumpfschrei. Timmy Sepp, ja, ich, nur kurz. Nie zu lang. Ach, halt alles rum. Ich hab nichts gesagt, ja, ich hab das schon verstanden. So, jetzt passt es mir acht. Was habe ich da im Discord für Markierungen? Also, dann passt schon. Passt ihm schon. Österreich in Übermacht beim Bierger. Mittlerweile glaube ich, haben wirklich bloß noch Österreicher da, ja. Ich glaube schon. Oberösterreich, Niederösterreich, alles am Start. Weiß ich nicht. Wo hatten die guten Leute, wo hatten Niederbayern? Niederbayern Hand hoch. Redet sie nix. Schön. Das war in der Schanze genauso. Das stimmt. Wer sagt, dass ich recht weit entfernt bin von der Schanze? Oberfranken, hier Kammer, Oberbayern, hier Niederbayern, da, hier Landshut, hier Rottalin, Oberpfalz, Österreich und Oberpfalz. Da, Niederbayern, nein, hier Schwaben, Niederbayern, hier, da, da, schau, hier, Hand schon noch da. Hand schon noch da, tu ich nicht da. Tu ich nicht da, Hand schon noch da. So. Ich werde mich halt dermaßen anstrengen, dass ich mich nicht alle 5 Meter von irgendeiner anderen Scheiße ablenken lasse. Das ist das Allerwichtigste. Straight Hauptquest. Vorquest zur Hochzeit, rein in die Hochzeit, raus aus der Hochzeit. Und nach Möglichkeit, außer es geht gar nicht, und wir kommen gar nicht vom Pfleger oder sonst was, spielen wir mir das halt fertig. Sonst kann ich nämlich bis nächste Woche übers Wochenende selber nicht weiterspielen. Das war ein wenig ein Krampf. Weil mir, wie gesagt, die eine Quelle eben gesagt hat, das musst du fertig spielen, weil sonst hängst du da drin fest und dann kannst du nicht weiterspielen. Bis nächste Woche. Und das wollen wir natürlich nicht. Ist ja wohl klar. Bürger Setup wird auch drin von Schallwellenenergie. Ja, natürlich. Immer. Unerfranken, rauf auf die Olga, Gottfrieding, Alkohol hilft immer. Naja. So, jetzt einen guten Whisky einschenken und genießen. Freier, lehnen Sie sich zurück. Mamminger Schwang!
Hey Elias, sag dir eine Mama geschwungen, die ist nicht recht weit weg. Und auf jeden Fall die Braut mitnehmen, ganz wichtig. Wir werden so auf der Hochzeit, gut, jetzt kommt jetzt wieder drauf an, wie lange dass wir Zeit zum umeinander pimmeln haben, aber ich hab mir schon vorgenommen, ich werde versuchen, die Braut zusammenzuhauen und dann werde ich sagen, so, look at me, I am the king now. Ich fürchte nur, das wird nicht laufen, aber wir werden es probieren. So, Schnauze jetzt. Den Bums machen wir zu. Den Bums da, den machen wir mir, glaube ich, auch zu. Das schaut gut aus. Dann machen wir mir Spiel starten. Grafikkarten ist Auftritt. Gott, habe ich Bock auf das Spiel. Es ist so gut gemacht. Es ist das erste Mal, habe ich wirklich den Eindruck. Moment, umschalten. Das erste Mal habe ich wirklich den Eindruck, dass diese NPCs in dem Spiel wirklich einen Tag-Nacht-Rhythmus haben. Und wirklich berechnet werden, währenddessen ich nicht anwesend bin. Das ist uns schon so oft erzählt worden, uns von Bethesda und was weiß ich was von wem es und alles war Scheißdreck. Hier ist es das erste Mal, dass ich den Eindruck habe. Hey! Vertüten Sie! Ihr habt euch wohl, Herren und Damen, Holden und Maiden. Jetzt wieder ein Zwickel. So, alle jetzt aus! Hätte ich noch fast vergessen, aber so gehen das schon wieder nicht, da jetzt passt. So, fortfahren. Da haben wir mir da mal rein, ich weiß gar nicht, wo ich stehen geblieben bin. Ich glaube, ich habe mich ausgeloggt. Was heißt ausgeloggt? Gespeichert habe ich, glaube ich, in unserem Zimmer vom Schmied. Und dann schauen wir mal kurz durch, was ich so grob habe. Ich habe einen Pfeilbogen und eine Armbrust und ein bisschen Rüstung natürlich gefunden. Ein paar Leute umgebracht. So, wo sind wir? Da, wer Scheibe ist! Ja! Da, Scheibe da ist! Scheibe da ist! Achtung! Füttern! Sieh mal, was ich für dich habe! Na gut, das geht übrigens mit anderen Hunden auch. Ja, du droppst da dann so ein Stückchen Fleisch, dann geht er her und frisst. Ah. Mr. Cornflakes! Sounds sind leider aus, aber du kriegst die Privattröte. Da hast du eine Vorstellung vom warte mal, Loben, V. Bist mein Hund, hm? Oh. Herr Cornflakes! Kuss auf die Nuss, welcome to the squad, up in den Chat, da habe ich die Reflex-App. So, hier sind wir nun. So, die zweite Errungenschaft. Zweite Errungenschaft. Wieso ist die zweite Errungenschaft nicht da? Wo ist denn die zweite Errungenschaft? Warte mal. Weiß ich nicht, warum es von da hinten her kennt, aber wir haben Pebbles wieder gefunden. Es war alles so einfach gewesen, wenn ich mich letztes Mal nicht 28 Mal von irgendwas ablenken hätte lassen. So, dann kurz zu meinen Stats. So schaue ich mittlerweile aus. Ich habe einen Bogen dabei, der ist sehr nützlich. Ich habe ein Schild, ich habe einigermaßen brauchbares Schwert. Ein Eisenhelm auf und nichts davon ist geklaut, geflaggt oder irgendwie so. Das ist auch ziemlich lustige, kurze lustige Geschichte. Ich habe die Nebenquest angefangen in Semin da hier unten irgendwo, genau da. Und dann gehst du da zu die Schmiedequest. Ja, der hat doch gesagt so, oh, da ist mein Wagen, der ist nicht angekommen, such da mal. Dann gehst du runter, schmeißt mit dem Typen von Semin und sagst, ja, da schauen wir noch. Und dann reitest du mit denen da so auf, reizt in die Stadt rein und musst dann mit dem Vogt reden. Und ich hab da einen Tag davor habe ich aus dem Rathaus was rausgeklaut und da habe ich eine Wache umhauen müssen und der habe ich natürlich das ganze Zeit geklaut und habe ich einen Helm aufgehauen und ich reite da so rein, gemütlich, lalala. Dann rennt da so eine behinderte Wache umeinander mit einer Helibade und halb nackert und tut da Wache schirmen. Und ich reite so vorbei und denke mir so, hey, ja, das wird schon nicht der sein. Dreht sich um, schaut mich an, hey, du hast meine Sachen an! Und rennt mal halt mit seiner Helibaden hinten nachher und keine Ahnung. Da habe ich mir schon wieder gedacht, das Spiel ist so geil, ich kann das ausflippen. Könnte ausflippen, sag ich dir. So, was haben wir alles so? Vielleicht noch kurz zu den Stats. Bin Level 10 mittlerweile und habe alles so ein bisschen alleine gelevelt und auch ein paar Perks verteilt und so weiter und so fort. So, unser Plan ist folgender. Questlog. Wir haben das Löwenwappen, das machen wir aus. Wir gehen zu den ungeladenen Hochzeitsgästen. Finde einen Weg, um an der Hochzeit teilzunehmen, wie wir uns erinnern. Wir wollen ja, wie soll ich sagen, ein Bündnis mit den Roden. Ich habe leider seinen Namen vergessen, wie der scheiß Kini heißt, steht das da vielleicht irgendwo. Ist mir wurscht. Auf alle Fälle, wir kommen nicht mit dem Schmatzen, weil der Hauptmann ist irgendwie kaputt, der liegt in der Burg drin, der kann beweisen, dass wir der Heinrich sind und der andere glaubt es mir nicht und darum wollen wir jetzt so auf diese Hochzeit, aber das ist ja nicht so einfach. Und so sieht das aus.
Einer, der uns helfen kann, ist er. Das ist der Schmied. Das haben wir letztes Mal angefangen und da machen wir jetzt halt weiter. Also pass, Obacht, verbotene Frucht, Eindringlinge, Mäuse, die sie sind. Lass dir vom Müller-Kretzel da aber helfen, auf die Hochzeit zu gelangen. Das ist optional. Da habe ich auch ein paar Quests gemacht. Der ist ganz links unten irgendwo. Da gibt es hauptsächlich Schläger- und Schleichquests. Da lernst du ein bisschen Stehen und Schlossknacken und so einen Scheiß. Und da, lass dir vom Schmied Radovan dabei helfen, auf die Hochzeit zu gelangen. Und das ist jetzt das. So, wir fangen wir einfach Kann so, ich dienen, mein Freund. damit wir einigermaßen wieder in die Geschichte hineinkommen. So. Übers Schmieden. Ich habe Fragen zu dem Schwert, weil unsere jetzige Aufgabe ist, das Hochzeitsgeschenk für die Hochzeit zu schmieden. Ich wüsste gern noch mehr über das Schwert. Warum Was blüht willst die du denn eigentlich noch aus den Hosen? Hast du dich in der Schenke in Troskowitz nach dem Einsiedler erkundigt? Himmel, Arsch und Zwirn. Du hast einen Auftrag, also halt dich ran, damit wir es pünktlich schaffen. Okay, chill mal dein Gehirn. Was ist denn mit dir, Mann? Okay, irgendein Einsiedler. Also wir haben ja die Quest ja schon gekriegt. Er ist jetzt ein bisschen angepisst, weil ich die letzten 3 Tage in-game wahrscheinlich nur Scheiße gemacht habe, aber egal. Und zwar der Einsiedler. Der Schmied von Tahoe Radovan hat eine schlechte Angewohnheit, also eigentlich 2: Prahlen und Saufen. Allerdings hat ihn seine trunkene Prahlerei diesmal in Schwierigkeiten gebracht. Er soll ein prächtiges Schwert aus Damaszenerstahl schmieden. Zum Glück hat der Schmied einen Plan. Und dazu müssen wir zu dem Einsiedler gehen. Hole das Schwert des Einsiedlers. B, finde mehr über den Einsiedler heraus. Keine Ahnung. Leg mir Marsch, das machen wir jetzt aus und müssen wir da überhaupt hin. Hoppala, falsche Seite. Irgendjemand hat gerade noch geschrieben, ich habe mehr Skillpunkte, das weiß ich. Die habe ich deswegen noch nicht verteilt, weil mir die Perks, die zur Auswahl stehen, noch nicht gefallen. Und deswegen hebe ich mir diese Dinge auf. So, ab nach Troskowitz. Da ist der Einsiedler. Was da denn, warum? Da sonst nirgendwo irgendwas. Weiß nicht. So, egal. Oben runtergedüdelt. Sind wir Gott schon sei da? mit dir. Mach keinen Ärger, dann werden wir dicke Freunde. Gott sei mit dir. Immer schick zurückgerissen. Immer. Sonst wirst du durchsucht. Wenn du Diebes gut dabei hast, bist gefickt. Haarigen Köter. Was für ein haarigen Köter! Und du schaust aus wie der verdammte Joker. Du warst mir gern Harlequin. Schaust aber aus wie ein Schwerbehin. So. So, Einsiedler. So, aber soll ja der Einsiedler nicht eigentlich irgendwo am Arsch der Welt sein? Entschuldigung, ja, ich hab da nichts verloren. Hau ab jetzt, dann muss ich auf der anderen Seite von der Schenke. Ja, werden wir schon finden. Den werden wir schon finden, den Grippe. So. Oder darf ich da jetzt auch wieder nicht reingehen? Schönen Tag dir. Darf ich jetzt da reingehen? Ja. Ist der Einsiedler gerade beim Saufen, oder was? Ja, er hat 2 Eigenschaften. Wo ist denn? Spinne ich, oder was? Hallo? Muss ich da mit ihrer schmerzen, oder was? Im Sommer kann man sich Ist das... immer so schön ausruhen. Anscheinend muss ich mit... Das einzige schattige Plätzchen weit und breit. So ist es. Ein Adliger hat sich wohl Nicht darunter ablenken lassen! ausgeruht. Na, jetzt schmerzt nicht der Vogel, du schmerzt Sei mit mir. gegrüßt. Wie kann ich dir helfen? Ich suche einen Einsiedler. Ich brauche einen Rat zum Einsiedler. Ich brauche einen Rat. Du willst einen Rat? Hier hast du einen. Hau auf! Wenn ich dich hier nochmal beim Kämpfen erwische, versohle ich dir wie einen Balk den blanken Hintern. Kommen wir zur Sache. Ich habe nicht ewig Zeit. Ja, ist vielleicht auch noch eine willst Geschichte du? passiert. Ich habe dem Schmied Radovan versprochen, dass ich zum Einsiedler Ambrosius in Apollonias gehe. Großer Gott, Bursche, bleib ja diesen Felsen fern. Oh, Der jetzt ruck. Einsiedler Ambrosius hat seine Seele an den Teufel verkauft und redet jetzt mit niemandem mehr. Dann steh ich mir nicht ab. Das habe ich auch gehört. Aber es klingt ein wenig weit hergeholt. Und warum taucht dann plötzlich ein böser Geist in Apollonias auf? Das ist das Werk des Teufels, das kannst du mir glauben. Und wurde schon jemand zur Burg geschickt, um den Pfarrer zu holen? Gar nicht. Vogt Drossel hat bisher Stillschweigen darüber bewahrt. Gestern sind hier 4 Fremde reingekommen. Ambrosius klingt ein Sie wenig nach saßen erst dort Berlinsko. in der Ecke. Aber als sie von der Erscheinung hörten, waren sie auf einmal ganz Ohr. Was für Fremde? Die sahen aus wie Mönche. Allerdings hatten sie Dolche unter ihren Roben versteckt. Ich hab's genau gesehen. Ich sag dir, bei Ambrosius ist irgendwas Seltsames im Gange. Verdammte Ambrosius. Ich will mit dem Einsiedler sprechen, ich möchte sein Schwert haben. Muss das die Alte wissen? Ich hab noch nie so drauf aufpasst, wie ich mit die Leid schmatz in einem Spiel. Noch nie. Weil alles eine Auswirkung hat und haben kann. Es braucht jetzt sie eigentlich nicht wissen. Ja, oder so ist es. Vielleicht gibt es uns einen Tipp, wie wir es klauen können oder was weiß ich. Machen wir Aber so. ich muss mit ihm sprechen. Hast du mir nicht zugehört? Er spricht mit niemandem. Er versteckt sich in seiner Hütte und schickt alle Besucher weg. Ja, aber dazu das spricht würde ich er mir doch, an oder? deiner Stelle noch mal gut überlegen, denn die Sache stinkt zum Himmel. Oder zur Hölle. Habe ich Fragen zu dem Einsiedler? Gibt es Neuigkeiten? Kann ich eine Nacht hier bleiben? Nö. Ich wüsste gern was über den Einsiedler in Apollonias.
Na dann raus damit. Raus damit. Was weißt du über die Erscheinung? Wie komme ich zum Einsiedler? Wir wissen ja gar nicht, wo er überhaupt ist. Wer ist dieser Einsiedlergeselle überhaupt? Woher kamen diese Fremden? Ich möchte eigentlich nur wissen, wie man hinkommt. Wie komme ich zum Einsiedler? Rest Du reden wir handelst selber. dir nur Ärger ein, Bursche. Aber bitte, wenn du darauf bestehst, Ja, jetzt du bin ich stark. durchquerst Apollonias auf dem Pfad unterhalb der Felsen, bis der dann von einem Bach durchkreuzt wird. Und von da aus folgst du dem Weg, der links nach oben und in die Felsen hineinführt. Wird man schon auf der Karte markiert werden. Was weißt du über die Erscheinung? Nicht, dass wir nur vielleicht in eine Falle laufen. Was weißt du über diese Erscheinung? Stanislav, der Schafhirte, kam in der Nacht vollkommen verängstigt ins Dorf gerannt und meinte, er hätte einen Reiter aus der Hölle in Apollonias gesehen. Und in der Nacht darauf Danke, Herr tauchte Sergej. er zwischen den Felsen Netter Spoiler. unterhalb der Straße nach Tachau auf. Dort ist ein steinernes Sühnekreuz und am nächsten Tag stand es irgendwie schief. Da ist General sicher Doom sagt irgendwas Biergefrag, alles, sonst geht's Teuflisches nicht im weiter. Gange. Muss gelingen. Rede mit den Dorfbewohnern und untersuche das Kreuz. Wo finde ich den Schafhirten? Wer ist dieser Einsiedlergeselle? Woher kamen die Fremden? Wer hat die Erscheinung beim Kreuz gesehen? Bruder, bist du Tobi? Da ich sonst im Nachschaussquad bin, habe ich eine Kleinigkeit für dich. Und ja, ich weiß, es ist zu viel. Verdammt nochmal. Dann geht mir langsam, geht mir der Schmerz aus. Was hab ich zu sehen, die Leute? Tobi, du besoffener du wirst schon wissen, was du tust. Kruzifix nochmal. Tobi, Kuss auf die Nuss. Es ist sauber. Es ist nicht zu viel, es ist sauber zu viel. Was soll ich machen? Da hat der Schmerz ein Loch. Tobi, merci dir. Es ist absolut übertrieben. Sauber zu viel. Kuss auf die Nuss. Chill die Kniescheibe. Ich hoffe, du weißt, was du tust. Das sage ich zu jedem, dessen Namen ich das erste Mal mit so einem Betrag in Verbindung sehe. Denn vielleicht sind Leute dabei, die wissen nicht, aber das ist schon öfter vorgekommen. Tobi, merci dir. Schluss damit. Please. Kniedelwutzler, merci für den Zwickel. Ist eine Mitternachtserscheinung mit dem Jürden mit. Nimm Jürden mit. Oh. Hab kurz gebraucht. So. Und der Schafhirte hat sie beim Kreuz gesehen. Tobi schreibt, ja, ich weiß was. Okay. Gerda, die Frau des Merci. Apothekers. Frag sie. Die Ah, die Arme ist Gerda. seitdem nicht mehr sie selbst. Gerti! Okay, rede mit dir. Muss ich jetzt da mit 5000 Leuten reden? Okay, wo finde ich den Schafhirten? Wo finde ich den Schafhirten? Stanislav hat einen Putzen soll er im Mund Schafzwerg sein. auf der Wiese Der hinter dem Witscher Friedhof Harald. von Troskowitz. Direkt oberhalb der großen Kreuzung, außerhalb von Apollonias. Wer ist dieser Einsiedlergeselle überhaupt? Kennt man den dann überhaupt da Wer in der ist Stadt? dieser Einsiedler überhaupt? Das weiß keiner. Er hat sich vor ein paar Jahren zwischen den Felsen niedergelassen. Die Leute kamen zu ihm, um sich Heilsalben und Rat zu holen. Und was hat er mit dieser ein Erscheinung Alchemist. zu tun? Nun, er stand vor kurzem an der Schwelle zum Tod, ans Bett gefesselt. Und plötzlich ist er einfach wieder kerngesund. Und seitdem benimmt er sich wie ein ganz anderer Mann. Er jagt alle fort, die zu ihm kommen. Ich sag dir, der hat seine Seele an den Teufel verkauft, um gesund zu werden. Und der Teufel ist hier in der Gegend manchmal auf der Jagd nach unachtsamen Seelen. Ich sag, das ist irgendein Volldepp mit einem schwarzen Hodern, der in der Nacht umeinander rennt. Woher kamen diese seltsamen Mönche? Schwer zu sagen, aber sie kamen auf gut genährten Pferden an. Berittene Mönche? Das ist auf jeden Fall seltsam. Nun ja, Das war der die Fleischer schwulste Baschner Pose, die meinte, er sie jemals kamen gemacht wegen hat bis der jetzt. teuflischen Erscheinung vom Bischof. Kurzum, die Inquisition. Ah ja. Okay. Gespräch beenden. Gern was zu futtern, bitte. Ja, ich spiele heute neben Dine. So, Köter, du bist da dabei, das ist gut. So, was müssen wir jetzt alles tun? In Gottes Namen Was ist da? Ich rede mit dem Zeugen Stanislav. Was ist da? Finde mehr über den Einsiedler heraus. Ich kann doch einfach drauf reiten, oder? Ich brauche die ganze Scheiße da jetzt nicht machen. Die Pose hat er im Morgen einmal gemacht. Mir hat mich auch gerade daran erinnert, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich sag das, es ist, mir reiten wir jetzt auf, ey. Was ist jetzt da lang mit den Leuten miteinander diskutieren? Keine Zeit für so einen Scheiß. Das ist wieder nicht spät. Es sind 800, 900 Leute, die da zuschauen. Wo ist mein Pferdl? Bäbels, da ist. Rauf damit. Und dann hätte ich gesagt gehabt,
Markieren wir uns das einmal, wo müssen wir zum B müssen wir. Wie reitet man da am Gescheitern? Reitet man rechts rum, da ist ein kreisliches Lager, da war ich schon hinten, feindliches Lager. Eigentlich können wir abholen, ne? Dann können wir da und dann da auf, das machen wir. So, hier Schnellreise. Oh, es wird finster. Wird's schon finster? Nein, wird's nicht. Ja, haben wir unterwegs. Ja, gehen wir rein. Metermoor, rein in die Felsen, abpolinieren. Bin schon unterwegs. Hast du absolut recht. Ist übrigens auch geil gemacht. Kannst am Weg dein Pferdl einhageln. Wo sind wir genau? Ja, die nächste dann links. Du Pebbles, die nächste müssen wir dann links. Haben wir, ist schon soweit, weiß ich nicht. Hier! Hier! Oh! Halt, stopp! Was ist denn hier für einer? Den kann man schnell runterwichsen. Nein, nicht! Birger, Meter machen! Birger macht die Meter! Oh! Ach, da war ein Hose gewesen. Einen Seher nehme ich schon mit. Einen Seher, wenn ich vorbeireite, den nehme ich schon mit. Habe ich extra geskillt, dass wir da Dinge rauskriegen, Fälle und so weiter. Kann man teuer verkaufen? Ich bin total falsch. Nochmal links. Nochmal links. So, da entlang jetzt. Wird schon passen. Lauf! Oh, die schauen wütend aus. Die kann ich da leider so nicht stehen lassen. Mich kriegst du nicht! Haben wir schon ein paar Kampfte? Oh, da habe ich eins ins Wort. Zeig doch mal, was du drauf hast. Gott, ich blute. Du Vollidiot, liegst gleich im Dreck! Hör auf. Gnade. Gnade? You fucking serious? Du gehst nirgendwo hin, bis ich es dir sage. So sieht's aus! Was das ich dir sagt, mein Hund Schone beißt... mich. Verschone mich! Was krieg ich dafür? Gib mir alles, was du hast und geh! Nicht so voreilig! Wieso gib ich überhaupt die Option her? Es gibt kein Erbarmen. Ich lass dich jetzt von meinem Hund fressen, du Arschkind! Ja genau, das kannst du dir jetzt so ausdenken. So. Beißbefehl! Köter, bester Mann! Bester Mann am Platz! Da, loben! Loben! Loben den Herrn! Ja, groben Ei. Genau, scheiß drauf und groben Ei. Wo bist du denn jetzt? Geh her jetzt da. Hund. Stecken wir das weg. Loben muss sein. Es bleibt aber da. Wieso kann ich ihn eigentlich nicht von hinten loben? Bist mein Hund. Ja! Klasse! So, jetzt rennen wir die zwei Vollidioten noch schnell aus, was wir brauchen können, und dann geht's weiter. Die kannst du nicht, wenn mich da jemand anfängt, dann kann ich nicht, was es ist. Ein wenig Met nehmen wir mit. Oh, 18,4 Groschen. Schau hier, die nehmen wir natürlich auch mit. Nüssen nehmen wir mit. Der Rest ist ja nur Schrott. Der Rest ist ja nur Dreck. Siehst du mit der, was soll denn das eigentlich sein? Ist das ein Angebot oder was ist der Plan? So, deine. Der Bogen schaut gut aus. Den nehmen wir mit. Pfeile nehmen wir auch mit. Der Rest ist Schmuck. Oh, Kniebuckel. Sehen, glaube ich, habe ich noch nicht. Nehmen wir auch mit. Ein lecker Brot. Schnaps kann man brauchen. Und Eisen. Kann man reinschmieden schon, ja? So. Wie schaut denn unser Inventar eigentlich aus? 135 von 178. Können wir locker mitnehmen, das passt schon. Jetzt muss ich mal ganz kurz schnell den Bogen anschauen. Haselnussbogen, Eschenjagdbogen, ja gut. Ist ziemlich gleichwertig. Ich habe einen ziemlich guten Bogen, der ist 591 Gulden wert. Das transferieren wir zum Pferd. Haben wir sonst noch irgendwas dabei? Lederhandschuhe. Wieso hatten die teuren? Weiß ich nicht. Kniebuckel habe ich tatsächlich keine auch schon, hm? Die haben wir natürlich, ja. Und die Halbplattenbeinschienen habe ich auch nicht da. Wieso habe ich die nicht da? Das verstehe ich. Ach so. Ja, gut, kann ich nicht brauchen. Ja, legst zum Viertel um, passt schon. Haben wir da einen Haufen Schund dabei. Retterschnaps haben wir dabei. Lustige Karten haben wir dabei. Ist übrigens ganz geil gemacht. Ich glaube, das haben wir noch nicht gesehen im Stream. Wenn du da so Karten findest, kannst du auf E drücken. Und dann ist das wirklich so eingezeichnet. Jetzt weiß ich bloß leider Gottes natürlich nicht mehr, wo ich die scheiß Karten gefunden habe. Ich glaube aber irgendwo ganz im Norden oben. Irgendwo. Da wo man, lass mich überlegen, da kann man einem Jäger irgendwann helfen und dann findest du in dem Lager findest du das Ding da irgendwann. Sehr gut. Total wurscht. Meter machen hat's geheißen! So. Wo lang ist das die richtige Richtung? Ja, tipptopp. So. Köter, auf geht's. Auf dem Weg bleiben, Vollgas, Lebergas.
Oder du schaust eins zu eins aus wie eine Wache. Ja, das kommt vielleicht davon, weil ich die Hälfte von den Rüstungsteilen in der Wache geklaut habe. Schneller! Na, schneller! Los! Los! Ja! Vogelnest. Das ist der Ort, von dem der Schankwirt erzählt hat. Irgendwo hier lebt der Einsiedler. Scheiße, gehen wir jetzt zu dem auch noch in der Finsternis. Das ist eine gute Idee, ich weiß es nicht. Wir gehen nicht vom Fell wieder, aber spinnst du ihn? Spinn ich jetzt, oder was? Ach, auf X. Ich Vollidiot. So, haben wir schon da. Machen wir uns bemerkbar, oder? Weil das schaut mir schon so nach, die hat doch irgendwas gesagt, oder dann irgendwo links. Was? Da gehen wir jetzt einfach einmal auf, ich weiß es ja auch nicht. Werden wir schon finden. Hat der nicht irgendwas von einem. Da ist ein Wasserloch irgendwo. Was? Bleib überall hängen. Oh, da ist auch schon was zum Finden. Mr. Einsiedler, leben Sie hier in einer Höhle oder was ist hier los? Was ist da drin? Ist da was drin? Warte mal. Ah ja, den werden wir jetzt schon. Oh. Was ist denn das da herin? Klassischer Bierger. Halt mal, nur einen Meter! Hey, was ist denn das? Ne, da geht noch ein Weg auf und dann da auf. Ja, gut. Jetzt können wir wieder einfach so durchlaufen. Na, da ist ein Weg schon. Da ist Schwammerl! Ja, den nehme ich jetzt nicht mit. So, der wird uns schon nicht gleich fressen, keine Ahnung. Nichts zum Absteigen, absolut logisch, ja. Jetzt habe ich doch schon ein paar Stunden gespielt und eigentlich soll ich das wissen, ich bin schon oft auf und abgestiegen. Warum hat denn da so viel Gras? Ich mag keine Gras jetzt da haben. Hallo? Jetzt wird es ein wenig unheimlich, das mag ich nicht. Nein, das mag ich nicht. Hallo? Hallo? Sag mal, da steht jemand, der hergeschissen ist, oder schon? Gehen wir mit woher? Wenn wir schon irgendwo. Scheiße, die scheiß Alte hat das ja. Urheim! Merci für den Zwickel. Knillwutler, merci für den Zwickel. Schluss. Der Totenvogel. Ja, ja. So ein bisschen aus wie Pimmel, der da steht. So, Mr. Einsiedler. Die andere hat es ja noch beschrieben, auch wo er ist. Du hast entdeckt Nest. Ein scheiß Nest hilft mir ein Scheißdreck. Dann haben wir sauber zweit weg. Sauber zweit weg, dann gehen wir wieder oben. Guck mal da wieder oben. Warum gehen wir zum Einsiedler? Der hat das Schwert. Der hat ein altes Schwert, angeblich, sagt der Schmied, ein altes Schwert aus Damaszenerstahl oder ein Damaszenerstahl selber hat er irgendwie so. Und das, was ist jetzt? Was hat Dung gemacht? Warum? Verfolgen. Hierher, Köter. Such. Ich weiß nicht, was du suchen sollst, aber vielleicht findest du einen Einsiedler. Ich meine, recht weit kann er nicht sein, so groß ist das Gebiet jetzt da auch nicht. Hallo, Mr. Einsiedler! Hallo? Den Wald wirst du nur verfluchen, remember my words. Bin gespannt, ja. Ja, aber warum müssen wir mir da eigentlich auch in der Nacht hergehen, damit ich ja nicht keinerlei Orientierung nicht habe, wo wir hin und wo wir hin müssen? Oder? Eigentlich sind wir ganz nah. Jetzt ist der Hund einfach runtergefallen. Oh, da hinten ist ein Licht. Das ist ein Schaf. Schaf. Da hinten ist ein Licht. Ja, habt ihr schon gehört. Ich habe ein bisschen Angst vor dem Einsiedler. Ich putze mich noch vorher noch schnell. Nicht, dass er mal die mich abstehen oder so. Echter Pro-Gamer braucht kein Licht, das stimmt. Machen wir mit Fackel aus. So. Sehr gut. So. Mr. Einsiedler, hallo! Hey Hund, geh mal auf Zeitnetz da. Hallo? Du bist in einem privaten Bereich. Oh, ihr beit irgendwo so. Das bei der Neu. Ihr steckt im Schaf drin. Das glaube ich ist der gröbste Bug, den ich bis jetzt gefunden habe. Aber wo schaut er denn hin? Gehen wir einfach mal rein. Mr. Ambrosius! Hallo? Schlaft der, möchte ich sagen. Da war Ratz! Muss probieren, ich kann nicht aus. Oh, schwierig.
Nein, nicht. Sie haben nichts gesehen! Ich habe nichts gemacht! Da hinten liegt er! Hoppala! Ich hab ihn einfach nicht gesehen. Ich hab ihn einfach nicht gesehen. Was soll ich machen? Hallo Sie! Wir kann man aber vorher noch schnell bestehlen, aber nein, jetzt übertreiben wir es mal. Nur ein bisschen noch. Ach du Kleriker, bla bla bla, festliche. Das festliche Kleid hört sich doch gut an. Ich hätte eigentlich gehofft, dass da das Schwert drin ist. Ist es aber nicht. Ja, was soll jetzt da sein? Wachprügeln oder was soll ich machen? Was soll ich machen? Ist das Schwert da vielleicht irgendwo oder was? Schaufel vielleicht? Was müssen wir? Rede mit der Zeugin, rede mit Zeugen. Alter, was sind das? Hole das Schwert des Einsiedlers. Der Schäfer Stanislav behauptet, vor einigen Nächten den Teufel gesehen zu haben. Ich sollte mit ihm reden und herausfinden, was er wirklich gesehen hat. Er lebt neu. Was hat das mit meinem scheiß Schwert zum Deutsch? Steh auf, du Penner! Hallo? Nur ein bisschen. Ich geb da Futzen! Du hast doch die Anleitung. Was hab ich? Ja, ich hab eine Anleitung, klar, aber doch nicht. Ich meine, ich muss ein Schwert klar. Schmiedanleitung für ein Breitschwert. Ist das ein. Heißt der Stern, ist ein Questgegenstand? Ich meine, ich muss ein Schwert klauen, kein. Ist das ein Questgegenstand? Warte mal, das werden wir jetzt gleich herausfinden. Nein, ist nicht. Nein, ist nicht. Hat der da vielleicht nur ein Bett? Dann werden wir jetzt warten müssen. Macht das Sinn, wenn wir da einfach stehen bleiben? Dann nicht vielleicht noch irgendein Bett? Na, oder nicht? Dann stellen wir uns jetzt da ohne Fackel so ins Eck rein und warten wir bis um 6 in der Früh. Was soll uns jetzt da? Ja. Schauen wir mal. Müssen wir schon was essen? Ich glaube nicht. Hallo! Es liegt der Häubel umeinander! Hallo! Lernen die Anleitung. Das kann es nur sein, da habt ihr absolut recht. Wo ist denn? Da ist. Du hast ein neues Rezept gelernt, Breitschwert. Willst du es im Rezeptbuch ansehen? Dabei einmal ja. Prärierstangen, Kupfer, Kurleder, scheibenförmiger Frankfurter Stahl! Und Eisen, das wir vorher geklaut haben. Zählt das jetzt als. Das zählt noch nicht als die Quest. Ich bin hier noch nicht Vorteil eines Einsiedlers. Chillen den ganzen Tag. Ja, hier war das Gefäß. Jetzt glauben wir erst einmal ein bisschen essen. Ja, das wird schon passen, wird schon gut sein. Wahrscheinlich schlafen wir jetzt ein, sterben wir. Müssen wir noch mal warten, das hilft eh nicht. Was sollen wir machen? Was? Spielst du wen komplett oder was? Au! Das kam überraschend, was? Das kann mich überraschen, ich bin einfach so da Mich am gestanden. Arsch. Lass mich mal da in die Gasse, du Arschloch! Halt fast! Haben wir jetzt die Questline kaputt gemacht? Du Wichser! Was meint denn der? Stehlen? Wie stehlen? Ist der nur bewusstlos? Breviarium Romanum. Weiß nicht, was das ist. Hat ein Sternl drauf. Nimm ich mit. Groschen 5. Eisengalustine. Nimm ich mit. Hölzerner Rosengras. Nimm ich mit.
Tonikum, Vertrauenstrank, nimm mich mit. Deine Holzketten, nimm mich auch mit. Jagdarmbrust, nimm mich mit. Spitzbolzen, nimm mich mit. Alles ist meins. Das ist so schnell eskaliert, habe ich jetzt nicht gemacht. Aber was ist das Schwert? Was soll ich jetzt machen? Du bist in einem privaten Bereich. Ich glaub, dass sie am Wurscht ist. Oh shit, die blüht! Ah! Ich hab noch nie blüht! Verbannt! Benutzen! Bestätigen! Hat das jetzt funktioniert? Nochmal. Ja. So. Au! Nochmal Nylon? Na, nix. Es ist, was es ist, Kinder. Muss man leben damit. Aber die Frage ist, was sagt denn jetzt das Quest? Hole das Schwert des Einsiedlers. Finde raus, was er mit dem Teufel auf sich hat. Irgendjemand hat geschrieben, der hat das Schwertl fallen lassen, wer unter ihm. Ach ja, stimmt, der hat ja. Ist das? Warte mal. Wird halt irgendwo da in die Starren drin liegen. So ein richtig guter Punkt, ja. Nehmen wir mal, tragen wir mal auf Zeiten. So. Werfen wir mal da in die Toiletten rein. So, guter Mann, das war's mit dem Einsiedler. Jetzt hat er sich ausgesiedelt. Eingesiedelt, ausgesiedelt. Aber wo ist sein Schwert hier verschwunden? Wenn man das jetzt da natürlich nicht findet, das ist jetzt wirklich wieder. Oh, stopp. Was? Körper? Was ist der Köter? Ja, was haben wir da? Tun wir das her? Ist dieses Schwert? Gewöhnliches Langschwert. Ist das? Aber die Quest hat sich auch noch nicht aktualisiert, hä? Das ist ein Minuspunkt, wenn die Schwerter finden, die am Boden liegen. Saublöd, die zu sehen jetzt mal. Das stimmt. Schwertl wo? Geh über die Stiege und räum die Säcke weg, schreibt der Outbau mit. Das wollte ich gerade sagen. Jemand schreibt irgendwas mit irgendwelche Säcke weg. Ich weiß nicht, was du meinst. Was verstiegen? Geh über die Stiege und räum die Säcke weg. Ist da, oder was? Interesting. Was hab ich? Ja, für irgendwas muss ich einen Chat ja dabei haben. Du hör jetzt das Sagel da weg oder was weiß ich, was du hast. Dahinter war ein Spiegel irgendwo. Das Sagel weg. Was ist denn da? Den Sarg muss ich jetzt runtertragen, weil sonst komme ich nicht mehr raus, oder? Herr Kratzer! Jetzt wieder ein Euro, kommst du auf die Nuss. Das Pferd heißt Pferd, weil es auf der Erde läuft. Weil es eine Luft heißt es Pfluftl. Rest in Peace, Mr. Fredel Fesel. Press F in den Chat. Absolute Legende, der du. Oh, Tagebuch. Da schau. Ein Tagebuch gefunden. Lies das gefundene Tagebuch. Wer soll denn das finden, sag? Wer finden das? Sag selber. Da, Tagebuch des Ritters Konrad. Lesen. No. Das war noch nicht lange hier. Sieht nach irgendwelchen Notizen aus. Wie ein Tagebuch. Dann werde ich mal reinsehen. Auf meinem Weg von Eger nach Prag erreichte mich eine Nachricht des Propstes von Königsberg, in der ich von dem schrecklichen Mord an 2 Ordensbrüdern unterrichtet wurde. Die Bluttat liegt 2 Tage zurück und ereignete sich in der nahegelegenen Wohlfahrtskirche, nehme ich mal an, nicht ist eine Wallfahrtskirche? Das gibt's sowas. Maria Kulm. Die beiden Unglückseligen wurden ausgepeitscht in der Sakristei der Kirche vorgefunden. Der ältere Pfarrer Waldemar starb vor Grauen, während er an den Rumpf einer schwarzen Ziege gefesselt war und Bruder Marks Arm tief in seinem Rachen steckte. Was? Marks Finger wurden gebrochen und sein Kopf wurde eingeschlagen. Die abergläubischen Dörfler sehen darin Teufelswerk, doch ich nenne das einen niederträchtigen, geplanten Mord an unseren Brüdern. Was zum verfickten Scheiß? Was? Okay. Okay. Der junge Bruder Mark war ein fähiger, klösterlicher Apotheker in unserer
Prager Ordensgemeinschaft, der im Frühling verkündete, ins Visier der Inquisition gelangt zu sein. Und es ist richtig, die Scheißschrift ist richtig anstrengend zum Lesen. Unsere Brüder haben ihm später bei der Flucht aus der Stadt aufs Land geholfen. Cui bono? Warum hatte die Inquisition es auf Mark abgesehen? Was hatte Pfarrer Waldemar mit dieser Sache zu tun? Ich muss die Angehörigen befragen. Februar. Omnia menuit. Aber ich weiß nun mit Sicherheit, dass Mark sich in der Maria Kulm vor der Inquisition versteckt hielt. Ich habe einige Angehörigen ausfindig gemacht und habe herausgefunden, dass Waldemars Neffe Kolbar zufällig nur einen Monat später aus dem bischöflichen Kerker entlassen wurde. Jemand hat wohl ein gutes Wort für ihn eingelegt. Warum hat Mark sich versteckt? Steht Kolbers Freilassung in Zusammenhang mit seinem Mord? Auf nach Leitmeritz. Was liest man mir da? Cui bono heißt, glaube ich, wer profitiert davon? Das war jetzt eine Frage gewesen, dieser Ausdruck, ich habe ihn schon mal gehört, aber ich weiß nicht, was er bedeutet. Bruder Mark war im vergangenen April in Leitmeritz, um den erzbischöflichen Hof zu besuchen. Einen Monat später verstarb Erzbischof Olbram. Wer sind denn die Leute? Keine Ahnung! Unter ungeklärten Umständen. Angeblich hörte sein Herz einfach aufzuschlagen. Gibt es da eine Verbindung? Hat die Inquisition Mark dazu gezwungen, ihre Drecksarbeit zu erledigen? In causa veneum... Keine Ahnung. Jetzt langt's mit der Psalmerei Ellenmoor. Ja, okay. Ja, Alter, was ist denn das für ein Scheißroman? Ja, also es hilft uns nicht weiter. Habe ich das richtig verstanden? Ich möchte wissen... Tagebuch... Ach so, das ist jetzt ein Questgegenstand. Ja, nu? Und nu? Hol das Schwert des Einsiedlers. Ich meine, ich habe ein Schwert. Ist das Langschwert das Schwert vom Einsiedler? Klangt das? Ja, wir haben es ja. Weil dann reite jetzt einfach auf und... Oh Gott, duschen tut's auch jetzt auch. Da liegt er da in der Läden drin. Oder machen wir jetzt Folgendes. Einmal pfeifen, irgendwo muss dann das Pferdl dahersteigen. Sollte... Da haben wir. Da überspringen wir natürlich jetzt leider Gottes einiges, weil mich natürlich eigentlich schon interessiert hat, was mit diesem Einsiedler ist. Aber nein. Doch, der Quest hat sich schon aktualisiert. Wo denn? Ich erfuhr aus Konrads Tagebuch, dass der Ritter seinen Freund am Rand der Wiese oberhalb seiner Hütte begraben hat. An dem Ort befinden sich wohl zwei verwachsene Birken, als auch das zerbrochene Schwert, nachdem ich so... Aha! Tatsache. Hatte ich so noch nicht. Kimi da so auf. Macht natürlich keinen Sinn. So, Pferdl, da steigen wir mal wieder ab. Jetzt müssen wir mal ein wenig anschaufeln. Kimi da? Nein, Kimi nicht. Nein. Wo zum Fick? Dann müssen wir da wieder raus, wo wir gekommen sind. So ist das Pferdl gekommen, dann laufen wir außen rundum. Und dann müssen wir aufhören, wo wir vorher da oben waren. Und dann werden wir irgendjemanden ausgraben müssen. Guck mal, ich hab was Schäbern gehört. Ich muss was essen. Oh, was essen? Essen schaut einmal überhaupt nicht. Isst einmal ein Stück Brot und ein Stück Gebäck. Dann weißt du das wieder. So, für dich. Kommando Vollrausch, aber du Zoll für die Verspätung, hat die Spätschicht. Das ist die einzige Ausrede, die ich zählen lasse. Und selbst die ist fragwürdig. Merci dir für deinen Resub-Kuss auf die Nuss. So. Jetzt passen wir beobachten. Ja, super. Wie soll man das da... Also wir suchen offensichtlich nach Gräbern. Irgendwo neben einer Hütte. Das ist das Einzige, was man da als Hütten irgendwo sieht. Also gehen wir mal Richtung Süden, hätte ich vorgeschlagen. Mal so in diese Richtung. Aber draußen auf der Wies, da wird der nicht da irgendwo die Leute eingraben haben, oder? Das Schaben ist der Rüstung. Nein, das war richtig, als hätte jemand mit dem Hammer irgendwo drauf geredet, ich gemeint. Hol mein iPad! Wo bin ich sie? Ja, kann da ich sein, scheißegal. Gehen wir da oben. Schaufel haben wir dabei, wenn es ist. Irgendwas? Nö. Irgendwo neben der Hütte hat er irgendwas gesagt. Servus, hast du eine Schaufel? Müssen die eigentlich haben, ich schau zur Sicherheit. Zur Sicherheit schaue ich nochmal. Ich müsste eine Schaufel haben. Da ist eine Schaufel. Schaufel dabei. Seht ihr gerade nicht? Schaufel ist dabei. Der Dumm müsste sein fürs richtige Gebiet oder Questgebiet. Nein, das habe ich auch nicht gemeint. Vielleicht gibt...
Das schaut verdächtig aus. Was ist das? Aber ich bin nicht mehr im Gebiet zum Suchen. Ne? Mal zurück. Was haben wir mittlerweile schon? Nein, noch zu weit. Da sind wir zu weit. Gehen wir mal da raus. Und 2 Birken oder auch irgendwas verzeiht. Da ist jetzt aber noch eine. Da ist die Hütte. Da ist die Hütte. Da haben wir eine Hütte und dann brauchen wir irgendwie 2 Birken, glaube ich, wenn mich nicht alles täuscht. Oder eine gespaltene Birke. Da haben wir in die Hütten rein. Vielleicht finden wir da noch einen Hinweis oder so. Schauen wir. So, grüß Gott. Da hätten wir auch schlafen können schon. Ja? Da ist natürlich nichts drin. Ich sehe nicht viele Birken außer die da hinten. Ist da irgendwas? Du hast folgende Spezialisierung verwendet, Leschi. Ich weiß nicht mehr, was das ist. Egal. Na, müssen wir viel weiter nach Norden. Viel weiter nach Norden. Kriegen wir schon. Filmt wir schon. Nur nicht stressen. Haben wir alle Zeit der Welt. Nein, haben wir nicht. In der Richtung. So, jetzt sind wir langsam in dem Gebiet. Da war die Hütten. Und wenn wir da jetzt halt irgendwo 2 Birken oder eine gespaltene Birke, ich kann mich nicht mehr erinnern, wenn wir die irgendwo sehen hätten, da müssen wir hin. Kompass wo? Weiß ich nicht, der Bredlbrot oben. Oh, da schaut es nach gespaltener Birke aus. Wo ist das Grab des Einsiedlers? Es muss irgendwo hier sein. Hier ist es dann wohl. So, da schon. Sowas nenne ich Stahl. So, Es mag kaputt sein, aber es hat kaum Spuren von Rost. kommen wir jetzt aus oder nicht? Ich würde schon sagen, haben wir noch nie gemacht, ist eh keiner da. Wir dann bei dem wieder rausgehen, was ist denn jetzt? Das Grab ausrauben? Wie du alter Grabschänder. Im Ernst jetzt? Jetzt muss ich da reingehen und das Ding aus. Ja und jetzt? Gibt's da sonst nichts oder was? Okay, das war ein wenig asozial. Das tut mir fast ein wenig leid. Kann ich das wieder zuschauen? Man kann es nicht mehr zuschauen. Gute alte Leichenschändung. Nice. Wundervoll. So. Damit hätten wir es, hätte ich gemeint. Bring dem Schmied das Schwert. Es war so einfach gewesen. Einfach da umgeritten, da war es gewesen. Ja? Einfach da war es gewesen. Na, was der mir Pimmel meiner ganzen Weggeschichte umeinander und schmerzt mir mit der ganzen Welt. So. Towerreisen, jawohl. Ja, nö, weiß nicht, wenn's. Du siehst einen Mann den Wegesrand entlang trotten, der vor sich hinflucht und schimpft. Es scheint, als suche er nach etwas. Ich hab keine Zeit jetzt für so einen Scheiß. Abhauen jetzt. Freilich, rennt die ganze Map rundum ab, du Zipfi. Wir sollen auch mal schlafen, glaube ich. Oder was heißt das da? Ist das ein Symbol für Stinker? Muss mich putzen. Ich muss mich putzen. Und ein Rückenschlafen. Eine Mütze schlaft, der wahrscheinlich eine schon. Hab ich das Gefühl. Habe ich das Gefühl, du. Spätestens. Wie spät wird es sein? Muss speichern. Schaut nicht. Da müssen wir bloß eine Stunde schlafen. Ja, wurscht. Spätestens 2 Namen. Ja, bis um 3 geht schon. Haben wir eine bis um 3, zack, dann haben wir ein bisschen fitter, dann geht das schon. Hast du dafür gehetzt einen Buff? Ich hab keinen Buff bekommen. Hätte schon geschaut. So. Ab zum Schmiedemann. Was, Meister? Das Stück Scheiße. Verdammtes Stück Scheiße? Chill mal, bist du behindert? Tag. Guten Tag, ich habe das Schwert des Einsiedlers. So, da bin ich wieder. Wunderbar. Wie lief es mit dem Einsiedler? Er ist tot. Was? Du hast... Er ist tot. Nein, ich war's nicht. Es wurde nur etwas kompliziert. Der Einsiedler ist vor ein paar Tagen gestorben. Ich musste sein Grab suchen. Und darauf lag dieses Schwert. Und Du ausgeräumt. hattest recht. Es ist erstklassiger Stahl aus Toledo. Himmel, Arsch und... Sieh sich das einer an. Erstklassiger, geschweißter Stahl. Ambrosius muss das Schwert mit Absicht kaputt gemacht haben. Das wäre nicht einfach im Kampf passiert. Genau das brauchen wir. Siehst du, Kleiner?
Wie gut mein schlauer Plan am Ende aufgegangen ist? Ja. Jetzt Nun chill ja, mal, Mr. Schmidt. vielen herzlichen Dank für deinen schlauen Plan. Noch hast du mich nicht enttäuscht, Junge. Also wird es dir sicherlich auch nicht schwerfallen, ein besonderes Schwert zu schmieden. Moment, Gottes Willen. ich dachte, du wolltest das selbst machen. Ich bin doch nur dein Gehilfe. Nicht doch, ich vertraue dir. Irgendwann wirst du ein Meister. Also, wenn du nicht vorher deinen Kopf verlierst. Da gibt bessere Witze, ne? Schmiede und überreiche das Schwert. Ich soll jetzt das Schwert schmieden, oder was? Ist das irgendwie was Besonderes, oder? Was muss ich denn? Wie tun das? Nochmal? Oder eventuell noch Schwert des Einsiedlers herstellen. Ambrosius zerbrochenes Schwert, Frankfurter Stahl, Altmetall. Das wird schon genauso funktionieren wie das andere Schwert da, oder? Ansonsten werden wir es schon sagen, wenn wir es schon rausfinden. Hast du den Ochsen auch schon angemalt? Nein, habe ich noch nicht gemacht. Das wollte ich eigentlich heute machen, aber dann habe ich festgestellt, das machen wir jetzt lieber so. So, blasen! Hat das sie da drin gerissen, oder was? Das weiß ich noch. Ich habe ein bisschen Offstream umeinander geschmiedet. Nicht viel, aber ich weiß nicht, ob man da auf was Spezielles dann aufpassen muss. Ich hoffe nicht. Das muss glühen wie Pflack, muss das. Da haben wir schon so fast so weit. Hey, das schaut gut aus. Das schaut gut aus. Ach, verdammt. Ich verbrenne. Nein, nicht verbrennen! Ach, weil so Funken spritzen oder was? Okay, was muss ich, was soll ich jetzt machen? Rolling bewegen. Das wird schon passen. Dann werden wir nochmal umdrehen. Seit wann pfeift denn der da so schnell? Wird schon. Wird schon. Wenn die Funken fliegen, ist alles gut. Fast kein Ausdauer mehr. Können wir schon ein bisschen schnaufen. Beim anderen Schwert war übrigens auch gar nicht so wichtig, dass man das dreht. Muss man auch mal dazu sagen. Unten spritzt es selber noch. Die Melodie habe ich noch nie Pfeifer hören gehört. Hoppala. Endlich. Easy going. So, Fußball geht los, schau später weiter. Sven! Haben Sie sich hinein. So, und jetzt? Jetzt wird es einmal gehärtet. Und das ist dann sein Schwert. Das ist sein Hot. Warum ist es nicht mein Schwert? Ich hätte das Schwert gern. Wieso kann jetzt ich das nicht schmieden, das Ding? Aber was schon mal geil ist, ich kann meine eigenen Breitschwerter schmieden. Das ist einmal ganz nice to have, glaube ich. Und ich habe einen Haufen so Materialien dafür geklaut, wie diesen Griff und Schwert aus Toledo-Stahl. Qualität Golden 3. So. Der wird jetzt endlich auf die Hochzeit. Habe bloß 12 Stunden braucht. Was möchtest du? Ich habe das Schwert geschmiedet. Ich hab hier was für dich, Schmied. Himmel, du hast keinen Scheiß erzählt. Sieht doch halbwegs nach einem Schwert aus, hm? Halbwegs? Das ist ein verdammt edles Stück Stahl. Verdammt edel. Danke. Verdammt edel. Freut mich, dass ich helfen konnte, aber jetzt will ich etwas von dir. Ich bezahle dich natürlich. Und wenn du ein bisschen schmieden willst, werde ich dich nicht aus meiner Schmiede werfen. Nein, du weißt genau, was ich will. Ich muss bei Semins Hochzeit dabei sein. Und weiterhin Warum das ist dir Bett. das so Und weiterhin wichtig? schmieden. Das sind nur ein Haufen Leute, die sich vollstopfen. Sowas gibt's überall. Ich habe meine Gründe. Und die musst du nicht kennen. Meine Güte, Kumpel. Du steckst voller Rätsel. Aber was soll's? Mach, was du willst.
Ich habe nichts dagegen, dich zu der Hochzeit mitzunehmen. Dann los, sobald du bereit bist. Ey, ich bin allzeit bereit. Wir können nicht. Nein, ich bin noch überhaupt nicht bereit, oder? Unterrichtest du mich? Ich schau mal schnell, ob wir was zum Reparieren Das haben. muss repariert werden. Haben wir was zum Reparisen? Das ist die Haltbarkeit, gewöhnliches Langschwert, das ist mein Schwert 94, das passt eigentlich. Der Heim und das Kettenhemd, ja, der Heim ist ein bisschen, da hat man anders aber eingedroschen, der Huren. Wahrscheinlich, wenn wir die Rüstung nicht gehabt hätten, dann wären wir sofort am Boden gelegen. Oh, das Kettenhemd gehört einmal repariert, wie viel Gulden haben wir? 1260. Reparieren wir mal das. Meine Handschuhe reparieren wir mal. Alles unter 50 ist ein Schmarrn. Alles unter 50 ist ein Schmarrn. Und ein Helm, oh, der Helm ist daher. Ja gut, dann gehen wir noch schnell falschen. Reden wir doch mal über den Preis. Ja, So, da haben wir auch ein bisschen eingeskillt. Ich tue da gern einfach 5-mal nach unten. Mehr nehmen es sowieso nicht an. bei dem Preis überzeugst du mich. Sehr schön. Freut mich, dass du... Ob jetzt mehr oder weniger zahlen? Mach's gut, Verdammt, jetzt habe ich nicht gescheit aufgepasst. Egal! Wer schon passt haben, dass ich das erste Mal annehme, habe ich noch nie nicht gesehen. Ich bin bereit. Womit kann ich dienen? Wir können jetzt zur Hochzeit gehen. Können wir jetzt nach Semin aufbrechen? Nicht so voreilig, Heinrich. Das Schwert ist fertig. Worauf warten wir noch? Sind das deine besten Sachen? Ja. Ja. Dann besorg dir bessere. Ja. Wo kann ich neue Kleidung kaufen? Wahrscheinlich beim... Kannst du mir sagen, wo ich feinere Kleidung bekomme? Der einzig gute Schneider hier ist Bartoschek in Troskowitz. Der Schneidertyp. Er da war man verkauft dir welche. Komm wieder, wenn du nicht mehr danach aussiehst, als hättest du eben Mist geschaufelt. Himmel, Arsch und Zwirn. Das Himmel, ist kein Arsch und Zwirn den ganzen Dorffest, Tag. sondern die Hochzeit eines Adligen. Ja, jetzt hört mal Zieh den dich Mal. ordentlich an, damit du mir keine Schande machst. Und bitte, keine Scheißrüstung. Ja, ist gut. Jetzt hör auf zu jammern und mach. Wir wollen nicht zu spät kommen. Alter, was ist denn wie so grantig, der Teufel? Jetzt putzen wir uns erst einmal. Und dann gehen wir mal den feinsten Zwirn kaufen beim Schneidersepp. So, Schneidersepp. Schneidersepp war, glaube ich, da herunter irgendwo. Der ist da? Na, da ist er. Schneider Bartoschek. Rein damit! Oh, nicht. Hoffentlich hat er nicht schon zu. Entschuldigung, der Schneider ist da hinten drin. War ja, bei dem habe ich die Farbe schon gekauft für den Ochsen. So. Schauen wir mal. Nehmen wir den feinsten Zwirn mit. Was willst du, du Ne? Tölpel? Du warst mir nicht mehr Beeil dich. Töpel. Ich brauche neue Kleider für die Hochzeit. Ich hätte gern Kleidung für die Nun, Hochzeit. Dann Hey, bist du Ska! hier genau richtig. Du findest sicher etwas, das dir gefällt. Und wenn du die Sachen anziehst, sage ich dir sofort, ob sie für die Hochzeit angemessen sind. Ja, ja. Ich kenne mich da gut aus. Ich bin ebenfalls eingeladen. Und die Kleidung für den Bräutigam habe ich auch genäht. Hast du deinen Hut auch schon mal im Spiegel angeschaut, du Vollmongo? Hey, Ska! Herrlich, in der Bude, nicht viel los heute. Geil nebenbei Bier einziehen, so lässt sich aushalten in der Kugel. Grüße aus Tirol. Schöne Grüße zurück, merci für den 5er Kuss auf die Nuss. Haben Sie eine, was ist denn da los? Spätschicht oder was? Pfui Teufel! Pfui Teufel! Kann ich mich so auf der Hochzeit zeigen? Aber wohl eher nicht. Muss ich das jetzt erst kaufen, dann anziehen und dann kann ich ihn fragen? Okay. Niemand da am Sag Gescheitern. mir, was du hast. Niemand da am Gescheitern. Sagt man da irgendwo Stats? Das wird wahrscheinlich, wie Charisma wird wahrscheinlich wichtig sein, nehme ich mal an. Was haben das? Das hat so 14 von 14. 18. Was wechselt man mir da aus? Die Google. Was hat die Google für Stats? Google Stats? Google Stats. Da, Charisma 3. Und wenn ich jetzt da umgehe, ich habe da noch nie so wirklich die Werte verglichen, dann hat das 18 und gibt uns plus 15. Ich verstehe. Das gibt plus 11, plus 1, plus 10, 12. Was kosten die so? Plus 14, plus 18. Jetzt sind 18, 15, 14, 15. Ja, nehmen wir halt einfach einmal so ein Klasse 2 Ding für 37, 8. Da mit plus 18, plus 18, plus 14. Macht er ein neues Outfit bei O? Was? Legt er das auf den zweiten Ausrüstungslot? Ja, ich hab schon, das ist meine Diebstahlrüstung übrigens. Ja. Und das war jetzt meine feine Kleiderrüstung. Hätte ich vorgeschlagen. Und da kaufen wir uns jetzt einfach Schuhe, Hosen, Oberteil, Kopfbedeckung. Also 4 Teile, hätte ich jetzt mal gesagt.
Bestickte Google, da sagt man es eigentlich. Ach, und dann gibt es einen Hut auch noch dazu. Weißt du, was kauft man beides? Was wollen wir sauber ausschauen? Was wollen wir? Blau. Wir haben mir so der blaue Typ. Kann ich das dann so machen? Bleibt das dann angezogen? Ja, leider nicht, gell? So, blaue Dingsbums, dann haben wir da bestickter Chaperon. Das schaut ein bisschen so aus wie ein Nonnengewand, haben wir noch nichts Schönes. Der Burgunderhut, wie viel gibt denn der? Plus 21. Was haben wir da sonst noch so? Plus 20, plus 18, das ist natürlich ein Schmarrn, plus 21, da schau hin. Da ist mal ein sauberes Hirtel, ein Bürgerhut, den muss ich fast kaufen, das ist ein Bürgerhut. Was haben wir da noch? Oh, der ist viel billiger als der andere. Und gibt plus 21. Was haben wir da noch? 15, 18, 19, plus 21. Nehmen wir den noch mit. Die Google bleibt drin, ja, passt schon. So, weiter nach unten, gepolsterter Kragen, da kommen jetzt die Dians an, Jagdhut, bla bla bla. So, Oberteil, bestickter Mantel, was gibt denn der so? Gibt der plus 16, oh, die kosten aber 80, was geben die? Plus 13, ja, einfach ein Nachthema, was soll ich da damit? Beutel, Bürgergewand, plus 17, plus 20, 14. Auch stark. Gibt aber bloß plus 11. Plus 20. Haben wir noch nichts Blaues? Oder Rot passt auch. Ja, dann gehen wir als Kasperl. Gehen wir als Kasperl. Das ist eine gute Idee. Ja, Rot und Blau ist ein Kasperl, seine Frau. Wie bei Bayern-Fans ist das. So schnell macht man sich sehr viele Freunde im Chat. Ein Händlermantel plus 17. Plus 23. Oh, die haben aber da 75 und 101, das ist mir zu viel. Das ist mir zu viel. Der da vielleicht? Plus 16, ne? Und 19. 8. Plus 20 für 34, das ist, glaube ich, das beste Ergebnis bis jetzt. Nehmen wir den Mantel mit, jetzt brauchen wir noch Hosen. Gib Hose. Da ist eine geile Kasperl. So geile, so Warhammer imperiale Streitkräfte Hosen. Gibt's, glaube ich, nicht mehr, aber ja, plus 16. Einfach mal ein bisschen durchklicken. Plus 16, 15, 14, plus 9, 10, 10. Ja, wollen wir sauber ausschauen. Das ist ja klar. Dann nehmen wir die roten Beinlinge. Die nehmen wir auch noch mit und dann brauchen wir noch Schuhe. Na, fürs Pferd wollen wir nichts. Ein Arbeitskleid. Weiß ich nicht, was das ist. Ein Reisekleid, ein Frauengugel, was zum Ficker. Schuhe hat er keine. Ja, dann werden meine Schuhe herhalten müssen. Ich kaufe das jetzt. So, wie hoch ist der Preis? Sage ich das irgendwo. Dann werden wir sowieso ausfeilschen müssen. Ja, ohne Feilschen geht hier nichts. Über den Preis. Ja, Steh ich da, wenn noch der Zipfel hat am Ski. So, wir zahlen wir. Ja, machen wir mal 1, 2, 3, 4 Schritte nach unten. Nein, machen wir 4 Schritte nach unten. Ist das genug? so wirst du mich aber nicht umstimmen. Oh, das war zu viel. Oh, nein, du müsst mir am 110 geben, das Hälfte, weil wenn er es abbricht, dann ist es schlecht. Ja, bei dem Preis überzeugst du. Das ist okay. Danke und mach's gut. Danke und mach's gut, okay, bye. Okay, so. Stehen wir da im nackerten Hoden. Jetzt bei da, das müssen wir den Bums da mal schauen, was wir uns da zusammengesucht haben. Da, wenn das nicht gut ausschaut, dann weiß ich es auch nicht. So, was haben wir noch? Das müsste jetzt beim Grünen, da kann man sich so Ausrüstungssets übrigens zusammen. Hä? Das ist mein Kämpferset, das ist mein Stehl- und Diebset, ja, da ist man einfach leiser und so. Und das wird unser schönes Ausgehset. Ja, dann haben wir einen Mantel, schau, hier mal ausschauen! Kasperl sei Chef! Weiche Schuhe, einfache Schuhe, weiche Schuhe, was wir haben da mehr Charisma. Die haben 6, die haben 2, dann nehmen wir die weichen Schuhe. Ja, wenn das nicht gut ausschaut, kann man das anziehen. Oh! Skapulier mit Insignien gibt plus 32! Oh, das ist aber gestohlen. Sollen wir das auf der Hochzeit tragen? Ein gestohlenes Amulett? Ja. Ja, so ist denn da. Was ist mit dem festlichen Kleid eigentlich? Oder mit dem irgendwas da? Nö. Aber die Halsketten, der wir auch nicht. Die gibt uns auch einen Buff von 32 Charisma. Bist du besoffen? Die nehmen wir. Was haben wir noch? Fibertonikum, Revarium, Brimborium, keine Ahnung was für ein Scheißbums.
Rüstungsset, Verbände, Farbe, hölzerner Rosenkranz, kann man auch nichts damit anfangen, außer verkaufen, passt schon. Der Böttler schreibt, ich da jetzt nicht, wir werden es rausfinden. Nein, wir werden es nicht, das ist eine schlechte Idee, das soll aber vorher nur, das sollte man verschreien. Ich sag, das sollte man in Kisten rein dabei. So, er muss uns ja noch sagen, ob das klang oder so. Warte mal. Wie kann ich dir helfen, mein Freund? Kann ich so auf die Hochzeit gehen? Was meinst du? Kann ich das zur Hochzeit tragen? Wundervoll. Ich hätte dich selbst nicht besser einkleiden können. Ich denke, du bist bereit, alle zu bezaubern. Ja. Und zum Zammbudern. Ich suche hier einen Capon. Interessiert mich jetzt gerade nicht. Tschüss dann. So. Dann wahrscheinlich wieder ab zum Schmied, nehme ich an. Aber vorher müssen wir noch nicht vergessen, in die Kiste. Die geklaute Ware muss in die Kiste. Nicht, dass uns auf der Hochzeit eine Wache durchsucht und haben wir gefickt, oder? So. Wir müssen nicht... Warum? Ungeladene Hochzeitsgäste. Finde einen Weg in die Hochzeit zu kommen. Ja, dann müssen wir wieder da rauf. So, ab zum Schmied. Oh, jetzt wird schon wieder noch. Vielleicht sollten wir mal noch durchschlafen. Was sagt ihr? Was? Gehen wir da her. Hast wohl ein Liebesherz. Was? Hast du ein Liebesherrchen, oder? Was? Ja, schlafen wir bis morgen, oder? Und dann gehen wir auf die Hochzeit. Das ist eine gute Idee. Nochmal speichern, weil die Scheiße mache ich nicht nochmal. Ich sag das, was ist. Ich sag's dir, wie es ist. Die Scheiße mache ich nicht nochmal. So. So, das ist eine gute Zeit. Das ist eine gute Zeit. Dann essen wir was. Die haben was zum Essen drin. Und dann ist alles gut. Dann wieder fit. Hund ist auch fit. So. So auch füttern. Oh, jetzt geht dann mein geräuchertes Wolfsfleisch langsam kaputt. Grüße. Jetzt jodelt der Hund da hintereinander, oder? Das habe ich auch noch nicht gesehen. Geiler Typ. So, einmal loben. Hierher, Junge. Das ist wichtig. Das ist wichtig. Gesicht auswaschen in der Früh. Noch sauberer wirst du nicht in deinem Trog. Dafür musst du ins Badehaus. Okay. Easy going. So, jetzt haben wir noch den gestohlenen Schund in Kisten. Da ist ja schon ein Haufen Zeug auch drin. So ist das nicht. Jetzt pass auf, wie geht das gleich wieder? Genau. D, Inventar löschen. Genau. Das Langschwert der wir um. Wie tut man es übertragen auf E? Langschwert der wir um. Die Jagdarmbrust der wir um. Die Spitzbolzen, die Klauden der wir um. Auf alle Fälle mal alles, wo irgendwo eine rote Hand drauf ist, weil ich keinen Bock habe. Ja, genau. Die Insignie weg. Das komische festliche Kleid, das braucht auch keine alte Sau. Den Retterschlatzen, was haben wir da? Schwacherin-Blumen, Vertrauenstrank, Fiebertonikum. Schlaftrunk habe ich einen Haufen gebraut. Ja, das der wir auch weg. Tagebuch der wir weg, die Karten der wir weg. Eisen der wir weg. Ob der Räuberschlüssel so eine gute Idee ist, weiß ich nicht. Die Würfel der wir weg. Alles einfach eine, was wir jetzt da nicht brauchen. Das brauchen wir alles nicht. Warum ich, na, das der wir auch weg, die Einbeere der wir auch weg. Warum ich so viel Mond dabei habe? Fragst du dich vielleicht? Darum. Ich habe einen Perk, der heißt Blumenkind. Und immer wenn ich glaube, mehr als 30 Kräuter oder so in der Hosentasche habe, dann kriege ich einen Charisma-Perk plus 2. Weil man denkt, easy Stats, Alter. Nimm ich mit. Wann habe ich zuletzt gegessen? Ja, weiß ich nicht. Jetzt gehen wir mal da rein. Was wir da können, wir können unser Wolfsfleisch zusammenfressen. Weil das sonst kaputt ist. Eins. Was? Das war's schon, oder was? Na, ein Stückchen Wolfsfleisch. Okay, na gut. Die Würfel da, die mitnehmen. But why? Kannst du schon ins Badehaus? Ich glaube schon. Da habe ich Gewand rausgestohlen. Das gute alte Blumenkind Bier, gell? Yeah! So, ab auf die Hochzeit jetzt! Schaut man sowieso nie! Wir können jetzt zur Hochzeit gehen. Können wir jetzt nach Semin aufbrechen? Na geht doch. Du siehst richtig adrett aus. Adrett? Da muss ich nicht mehr fürchten, dass du mich blamierst. Gut zu hören. Wollen wir? Nicht so schnell, Heinrich. Ich muss mich waschen und auch umziehen. Dann können wir gehen. Willkommen, Schmied. Wir hatten uns schon Sorgen gemacht. Das glaube ich. Ich bringe ein Hochzeitsgeschenk. Seht nur, wer endlich da ist. Willkommen, Radovan. Und Heinrich. Herr? Also, hast du es? Natürlich. Nur das Beste für deinen Sohn. Hier, nimm es. Nein, nein, noch nicht. Ich würde mich freuen, wenn du es Olda selbst geben würdest. Rein in die Olda! Ist Herr von Bergo schon da? Heinrich, so, da kostet das geht der dich Bergo. nichts an. Schon gut, Radovan. Ich verstehe seine Neugier. Herr von Bergo ist noch nicht hier,
Aber Kämmerer Ulrich versichert mir, dass er in Bälde ankommt. Kannst du mich Herrn von Berghoff vorstellen? Ich muss mit ihm sprechen. Ja, machen wir es mal auf die nette Tour. Schauen so, wie wir ausschauen. Wir schauen so zauberhaft aus, das ist wundervoll. Schauen so. Adrett hat's geheißen. Okay. Herr, darf ich dich bitten, mich Herrn von Berghoff vorzustellen? Herr im Himmel. Ich bin mir sicher, dass der Herr Besseres zu tun hat, als mit einem Lehrling zu reden. Wir werden schon sehen, Heinrich. Leider habe ich andere kennen Dinge uns. zu tun. Wieso sind diese Bettler noch am Tor? Oh, man sieht das Ich Regeln. dachte, ich hätte deutlich gemacht, dass sie verschwinden sollen. Ich habe sie vertrieben. Aber sie kamen zurück. Sie lassen sich nicht abweisen. Schließ wenigstens das Tor, damit die Gäste sie nicht sehen. Sie müssen weg sein, bis Herr Otto ankommt. Hörst So, du? wieder. Oh je, du wirkst besorgt. Hat das etwas mit eurem Ehrengast zu tun? Ich fürchte, das alles wird uns Schande bringen. Ich möchte nicht, dass Herr Otto Anstoß nimmt und geht, bevor Herr Olda seinen Segen gibt. Man könnte ja da was dagegen tun. Wird nicht helfen. Kann ich irgendwie helfen? Nein, Heinrich, es ist ein nettes Angebot, aber das kann ich nicht verlangen. Was für ein Gastgeber wäre ich dann? Keine Sorge, Herr. Heinrich hat es doch selbst vorgeschlagen. Warum nimmst du es nicht an? Wenn er sich bewährt, kannst du ihn zum Dank vielleicht Herrn von Berghoff vorstellen. Wenn er unbedingt will? Ich verspreche, ich mach dir keine Schande. Wir werden schon sehen. Ich muss noch etwas mit der Köchin arrangieren. Komm später zu mir. In der Zwischenzeit kannst du dich Svatopluk, dem Sohn des Vogts, vorstellen. Ihr seid im gleichen Alter, also werdet ihr euch bestimmt gut verstehen. Genau, Heinrich. Svatja. Er ist gute Gesellschaft. Himmel, ich wette, er zeigt dir die hübschesten Frauen hier. Es gibt auch noch mehr Unterhaltung. Vogt Drossel veranstaltet ein Würfelturnier und Hauptmann Knorren einen Duellwettbewerb. Kurz gesagt, eine richtige Hochzeit. Iss und trink, so viel du willst. Sei fröhlich. Ja! Ein großer Tag für Semin. Wann die Eine Musiker? Sache noch, Herr. Ich will Was Musiker! noch? Hab ich was vergessen? Ihre, Waffen. Ja, natürlich. Bitte lasst eure Waffen bei Thoma. Das versteht ihr sicher. Mein Es Dolch, geht ja. um die Sicherheit. All unsere Waffen? Das Hochzeitsgeschenk ist natürlich eine Ausnahme. Pass gut drauf auf, Radovan. Oh mein Gott, da geht's zu über Abendsteuer. Was ist jetzt da? Warte auf Berghoff. Was ist mit die Penner da draußen? Lass mich die Penner jetzt da verrammen. Also wie schön, dass wir im Schatten nochmal anschwenken. Wachkommandant Thuma. Im Himmel, ja, aber also wo sind wir da? In Semin sind wir, okay. So, was haben wir da? Sprich mit Svatja. Also noch Hinweisgeber, Quest, da haben wir Fähigkeiten. Lehrmeister da auch. Und da haben wir übrigens auch unser Pferdl her. Lisa, danke für deinen Resub, die habe ich übersehen. Kuss auf die Nuss, Dankeschön. Servus Birger, danke für deine gute Unterhaltung. Absolut nichts zu bedanken. So, Eben auch nicht jünger. dann gehen wir jetzt einfach mal straight zum Svetlana. Da kann man sich da irgendwo prügeln. Ich bin ziemlich gut im... Oh, kann man da was essen? Ja, ein wenig der Facke. Ein wenig der Weiner. Hier auf dem Tisch. Das Außerdem beruhigt den Magen. gibt es ein altes Sagenhasen. Jetzt zu dem Affenstall schon, wie was da es gibt. Komm schon, Slatuschka. Mondkolatsch. Was auch immer das ist. Wahrscheinlich ein Mondschnee. Gebratenes Ferkel. Geil. Stark. Geht's ganz schön zu. Du. Kannst du meinetwegen gern beleidigen. Aber wie narrisch, wo vor lauter Leute, die da umeinander schmerzen. Wo ist denn jetzt das Wett? Er schaut nur. Das ist Du tatsächlich vergisst, hier. dass ich eine kleine Schwester habe. Sie hat mir Dinge beigebracht, die ich eigentlich gar nicht wissen wollte. Fäuste, Hey, dich Hey. kenne ich. Du hast in der Schenke mit uns gekämpft. Ach du Scheiße. Ja, wir haben in der Schenke in Trusko-Dingsbums vielleicht mal eine Schlägerei angezettelt und dann waren da eventuell beim nächsten Mal Kumanen und die hätte ich bedienen sollen und das ist wieder in einer Schlägerei ausgeartet und das war jetzt nicht so gut. Das nenne ich mal einen Kampf, das tut mir leid, man nennt mich Heinrich. ja, der bin ich. Man nennt mich Heinrich. Ich hörte davon. Aber was geschehen ist, ist geschehen. Lassen wir uns davon nicht den Tag verderben. Ich bin Svatja. Die Schönheit, die heute heiratet, ist meine Schwester. Davon hörte ich. Das ist Vitek. Wir kennen uns. Heinrich hat meinen Vater vor den Wölfen gerettet. Davon habe ich gehört. Erst die Wölfe und dann das verletzte Bein. Ja, Bin hier ein kleiner richtiger das war Superheld erst der bin. Anfang. Ja, das ist mein Vater. Die
dieses viele Trinken. Der war Ich pumpenvoll am fürchte, es Baum wird ihm um. heute nicht viel besser ergehen. Er hat nach dir gefragt. Habt ihr schon miteinander gesprochen? Was? Sein Vater und ich, oder was? Was ist jetzt? Hallo? Noch nicht. Wenn du mit ihm reden willst, beeil dich lieber. Wie ich ihn kenne, hat er bald einen Sitzen. Der Seid ruhig, Alkibab. ihr zwei. Sakra, jetzt weiß ich nicht, was er zu ihr gesagt hat. Himmel, sieh dir ihr Gesicht an. Wessen? Da drüben. Die hübsche Frau und der arme Tropf, der sie beeindrucken will. Ah, das ist unser Freund Wojtek. Wojtek! Worum geht's? Wer ist sie? Sie ist hübsch. Nichts Besonderes. Wer ist sie? Komm da mal. Chill mal. Weißt du, wer sie ist? Mischka, ihre Mutter ist die Köchin des alten Semi. Dieses Arschloch Wojtek glaubt, er könnte sie mit seinem schwachsinnigen Gedicht umgarnen. Die Konagedicht. Rosen sind rot, Veilchen sind blau, Bier ist lecker, Reimen ist schwer. Frauen mögen Gedichte. Was für ein Trottel, das arme Ding. Wahrscheinlich aber eher Frauen mögen Gedichte. Kann man da reinzipfen, ich weiß nicht. Aber Frauen mögen Poesie. Also, außer man schnattert beim Vortragen wie ein Gänserich im Hof. Gänserich, der war gut. Warum zeigst du Wojtek nicht, wie man's richtig macht? Freilich wage ich einen Versuch. Ich glaube, Herr im Himmel, das ist die Idee. Wetten wir darauf, wer mehr Erfolg bei Mischka hat. Der vulgäre Wojtek oder der hübsche Heinrich? Da sagt mir sie, der hübsche Heinrich, Das Ben. will ich sehen. Abgemacht. Ich setze auf Heinrich. 10 Groschen. Also los. Klopft ihr den Staub von der Hose, steckt dein Hemd rein und erobere ihr Herz. Wie soll man hinter Ich eine wette Schick? 10 Groschen, dass er versagt. Bin dabei! wird gemacht. Oh, ich habe nicht erwartet, dass du zustimmen würdest. Du bist ja ein Ich war lieber der Tier. Hässliche Wir eigentlich, ja. werden uns gut verstehen. Du verstehst dich mit jedem. Zumindest, wenn du ihn nicht beim ersten Treffen aufs Maul haust. So, lass mich mal das regeln. Ich weiß nicht. Hoffentlich kann ich da jetzt einfach random irgendein Gedicht außerjodeln. Gesehen. Toll, hey, Miete! Ich habe keinen Hunger. Vielleicht etwas Süßes? Was auch immer du willst. Du bringst mir alles, was ich haben will? Ja. Na gut. Mischka, tu mir den Weg Mischka, jetzt da. Liebste, du lässt mir einfach keine Ruhe. Wirklich? Ist es nicht eher andersrum? Um den Schlaf bringst du mich jede Nacht. Du Armer. Versuch's doch mal mit einem Aufguss aus Melisse und Baldrian. Ich sehne mich danach, dich zu umarmen. Ich kann so schon kaum atmen. Seid gegrüßt. Lass mich dir... Wieso ist noch schon wieder ein Melisse Träger, geben mein Gott? und Ich hab überhaupt nichts da. Hand an deine Hüfte legen. Schluss damit. Ich kann mir das nicht mehr anhören. Da sind wir schon 2. Und du bist... Heinrich. Und was willst du hier? Reimen, Bitch! Die Bekanntschaft der jungen Maid machen. Die Maid retten. Der Maid ein Kompliment machen. Die Maid retten ist gut. Das gefällt dir. Das gefällt dir. Pass auf. Einer Maid zur Rettung eilen. Hier gibt's keine Maid, die gerettet werden muss. Die Maid hat eine Stimme. Und einen Namen. Und dürfte ich den erfahren? Verschlechtert, schlecht. Mischka. Jetzt pass mal auf. Gibt's ein Babischka. Problem? Ich war vor dir hier. Sind wir hier auf dem Markt? Du denkst, du kannst Mischka besser unterhalten? Witzig. Du bist ein Witz. Ich kann jede Frau im Bett unterhalten. Ich werde sie gerne unterhalten. Warum lassen wir Mischka nicht in Ruhe? Ich glaube, dass sie ist ja schon auf uns auch keinen Bock nicht. Warum lassen wir Mischka nicht in Ruhe? Probieren wir es so. Pass auf, Wojtek. Warum lassen wir Mischka nicht einfach in Ruhe? Hm? Sie hat sowieso keine Lust auf unser Geblödel. Was denn für Geblödel? Du hast uns doch unterbrochen. Er hat dich unterbrochen. Mich hat er eher gerettet. Aber ich dachte, dir gefällt das. Sag mal, weißt du, was Denken bedeutet? Ich verstehe das alles nicht. Aber alle Mädchen lieben Gedichte. Alle, hat Mutter gesagt. Dann trag sie deiner Mutter vor und richte ihr schöne Grüße aus. Aber Verzeih mir, dass ich das nicht früher gemerkt habe. Besser spät als nie. Wojtek hat's noch immer nicht begriffen. aber... Hey, komm mit mir mit, Heinrich. So einfach kann's gehen. Ich komm dann mal mit, nur, was du Mischka. angerichtet hast. Boah, Und ich Mischka, wäre blöd. Mischka jetzt mein. Ja, was ist der Maler jetzt nicht von der Hochzeit verpisst, du Ahnungsloser, Trottel, du Ahnungsloser. Ja, da gehen wir. Ich habe entdeckt, Räucherkammer. Ich glaube. Warte, ich mach da mit dir zu. Tschüss. Okay, bye. Mischka, blöd.
Was ist da? Ist das Schmuseck oder was tun wir jetzt? Ist es hier nicht besser? Nett hier. Ich umgebe mich lieber mit Menschen. Nein, ist ganz nett, ist ganz nett. So, eine super Entscheidung, Mischka. Ein schöner Ort. Danke, dass du ihn mir gezeigt hast. Oh. Hier ist es auf jeden Fall ruhiger. Ich komme hierher, um allein zu sein. Oder wenn ich Wäsche waschen muss. Schweigen. Möchtest du lieber allein? Ah, das ist gut, das ist gut, das ist Du gut. willst allein sein? Das ist gut, das ist gut. Auf einer Hochzeit? Das ist es nicht. Ich mag Hochzeiten. Aber Kerle wie Wojtek verderben mir ein bisschen den Spaß. Jedes Mal kommt irgendein Kerl angekrochen und erzählt mir, wie schön ich bin, wie schlau, wie gut ich tanze oder wie reich, schlau und Himmel weiß, was noch er selbst ist. Üben der Heinrich, der für die Arme einwürscheln. Das sind die Schlimmsten. Du solltest das nicht hinnehmen. Du darfst das nicht hinnehmen, Mischka. Na, du hast gut reden. Aber genug davon. Ich will lieber etwas von dir wissen. Wo du herkommst, was du hier machst. Oh, Du bist das nicht führt aus der Gegend. straight to Sonst würde ich dich kennen. Schnackseln. I guaranteed. Woher ich komme? Was ich hier mache? Verzeih mir mal, wo wir herkommen. Woher ich komme? Außer es ist ein Geheimnis. Aus Galitz! Aus Skalitz. Und wie ist dein Scarlet so? Abgebrannt. Abgebrannt. Das tut mir leid. Ich wollte keine traurigen Ja, jetzt machen wir ihr schlechtes Gewissen. Würdest du gern tanzen? Und in spätestens sollte dich 5 Minuten ablenken. hat sie unseren Schwanz im Maul. Ich würde liebend gern tanzen, danke, aber nein, ich trinke lieber etwas. Sollen wir einen Schritt weitergehen? Das ist noch zu früh. Brother, das ist zu früh. Ich würde liebend gern tanzen. Erst tanzen, dann wirsteln. Aber gern doch. Darf ich bitten? Weißt du auch wie? Oder latschst du mir gleich auf die Schuhe? Niemand hat es, seien wir ehrlich, müssen wir ehrlich sein. Ehrlich sein funktioniert immer. Niemand hat es mir je beigebracht. Ich habe nie Unterricht genommen, aber ich war ab und an mal tanzen. Dann führe ich. Keine Sorge, das wird lustig. Ja, sicher wird das lustig. Darf ich bitten? Oh Gott, muss ich jetzt. Schwachkopf. Muss ich, So. Schwachkopf, da haben 1, andere Leute schon 2, ein Haus durchsuchen dafür 3 gekriegt. und auf geht's. Muss ich jetzt was tun? Hoffentlich nicht. Was ich aber eigentlich lustig finden würde. Oh, die hat Bock. Ich sehe sie in ihren Augen, sie hat Bock. Siehst du? Du machst dich Einer recht gut. Tüttelen, danke, ich gebe mein Bestes. Du bist auch nicht, gleich Siedlung. Siedlung ist wichtig. Ist auch keine schlechte Tänzerin. Oh, ein Charmeur. Achte du lieber mal auf deine Schritte. Ruf verbessert, ruf verbessert. Und die Depp fallen raus. Haben wir schon dran. Um Gottes Willen, was haben wir jetzt da? Was haben wir jetzt da? Haben wir jetzt einen Bauch gehört, ob schon schwanger ist, oder was? Aber ihm ist nicht zu helfen. Ich kriege übrigens 10 Groschen von dir, der Hund, du Trottel. Boah, von Neigung, Danke, Heinrich. Ich hatte wirklich Spaß bei unserem Tanz. Super! Was ist das was jetzt? Hey! Mischka blöd! Nein, nicht. Die tropft wie ein Kiesel aus. Sieh mal einer an. Ich kann aus Die der absolut Rückkehr recht. des verlorenen Sohns. Was für ein verlorener Sohn? Wie lief es? Wie lief es? Ich habe mich zum Namen genommen. Mischka ist wirklich nett. Ich habe Wojtek den Arsch versohlt. Das habe ich auch nicht. Mischka ist wirklich nett. Mischka ist entzückend. Es war schön, Sie kennenzulernen. Wie gesagt, Das glaube ich gern. Wohin seid ihr verschwunden? Ihr wart lange weg. wir haben nur geredet, wir haben getanzt. Wir haben getanzt und gingen dann unserer Wege. Mehr nicht. Wir haben euch tanzen sehen. Aber wo habt ihr euch vorher versteckt? Wir haben nur geredet. An einem ruhigeren Ort. Geredet. Was? Ein besseres Märchen fällt dir nicht ein? Lass ihn. Nicht jeder ist so ein Plappermaul wie du. So oder so habe ich die Wette wohl gewonnen, Wir haben aber Swatja. gewonnen. Stimmt. Na gut, lass uns trinken. Auf die frisch Vermählten. Darauf trinken doch alle hier. Ich nehme meine Trinken 10 wir auf Groschen, du uns, Arschloch, Leute. wir trinken. Gesuffen wird nachher. Die Hochzeit kommt langsam in Fahrt. Die Leute taumeln zwar noch nicht, aber das ist nur eine Frage der Zeit. Ich sollte zu Herrn Semin gehen. Er wirkte besorgt. Oh, Ich habe versprochen, ihm zu helfen. ab zum Herrn Semin. Wo ist denn der Herr Semin? Was haben wir da? Sprich mit Herrn Semin. Was haben wir da? Rede mit Vostatek, dem Wildhüter. Ach, das ist der Vater von dem anderen. Ja, müssen wir nicht. Kann ich dann Herrn von Bergow vorstellen. Ja, dann gehen wir doch einmal zu ihm. Chuck, Brother! Vorher beim Einsiedlergrab. Hello, I'm Birger the Necromancer and today we're gonna do an Unboxing. Ja, so in etwa. So, wo ist der Herr Berghoff? Bist du der Herr Berghoff? Das ist der Radovan. Das Bier.
Die Stallknecht, Auswahl ist wirklich Herr beeindruckend. Jan von Das Semin. war meine Ab. Ich bin hier, um zu helfen, Herr. Ich sagte doch, das ist nicht Warte mal nötig. kurz. Ich habe schon wieder ein bisschen den, ja, da kommen wir nicht in die Einstellung. Ich habe ein bisschen den Eindruck, die Musik ist ein bisschen laut. Ich tue mir ein bisschen hart die Dialoge hundertprozentig akustisch zu verstehen. Ich hoffe, die kommen bei euch ein bisschen besser an. Ich habe natürlich auch noch ein Mützchen auf da. Ja, was das ist. Ich habe es versprochen. Geht es um die Bettler am Tor? Ja, müssen wir Brüllen rausschmeißen. Aber mehr Sorgen machen mir meine unberechenbaren Verwandten und ihr unstillbarer Durst. Oh, ich muss es unter den Tisch saufen. Und die Mehrer? Ach, womit habe ich einen solchen Neffen verdient? Ich behalte sie mal im Auge. Vielleicht kann ich sie an Schach halten. Du würdest mir Kopfschmerzen ersparen, aber erhoffe dir nicht zu viel. Sich zwischen sie und den Schnaps zu stellen, bringt einem nur Ärger. Schlägerei Mit aus den Bettlern, Brillers. Herr. Frag Tuma, die Wache am Tor. Vielleicht hat er schon eine Lösung gefunden. Und wenn wir ihnen Almosen geben, Wenn man ihnen etwas Essen gibt und sie zum Weiterziehen ermutigt? Denkst du, darauf wäre ich nicht gekommen? Hältst du mich für knausrig? Das meinte ich gewiss nicht, Herr. Wenn es nach mir ginge, würden sie Knapp. sich alle satt essen. Aber meine Köchin ist dagegen. Dann müssen wir sie Sie kocht überzeugen. gut, aber sie ist fürchterlich geizig. Ich rede mit Tuma und wir was finden- Ruf verschlechtert, ne? Versuche es zu erledigen, bevor Herr von Bergo ankommt. Natürlich. Danke, Heinrich. Ich weiß das zu schätzen. So, wo ist denn die Tuma? Tuma wo? Lass mich mal schauen. Lass mich mal schauen. Ist das der Sprich mit den Meeren? Wildhuter, sprich mit der Wache am Tor. Gehen wir mal erst einmal zur Wache am Tor. Wo war die? Ich glaube, die Zeit nicht da. Verzeihung! Da wird abgedanzt. Stehen ja noch zwei Waffen und da hinten war die Wache, glaube ich, irgendwo, gell? Wo mir ist das? Haben so ein bisschen das Gefühl, man muss da alles machen. Du bist Heinrich, oder? Der mit dem Schmied kam. Der einzig wahre. Der einzig Willst war. du mir mit diesen Bettlern helfen? Sicher. Herr Semin will, dass wir sie loswerden. Du sollst angeblich wissen, wie. Dazu muss man kein Gelehrter sein. Sie wollen nur Almosen, mehr nicht. Wenn man ihnen Essen gibt, gehen sie ihrer Wege. Ich hätte nur Wolfsfleisch gut. Hier gibt's reichlich Essen. Wie wäre es mit Geld? Welches Essen wäre denn geeignet? Was für eine Art von Essen sollen wir ihnen denn geben? Wenn es an mir wäre, würden sie Küchenreste bekommen. Aber die Köchin meint, es gäbe keine Reste. Sie benutzt sie für Suppen und Brei. Sie hat die Reste in der Vorratskammer weggesperrt und lässt keinen rein. Lässt sie sich nicht zur Vernunft bringen? Das wird nicht einfach. Sie hat ein äußerst loses Mundwerk. Sogar der alte Semin hat Angst vor ihr. Er hat sie das Festessen planen lassen. Und jetzt streiten sie um jeden einzelnen Groschen. Die Hochzeit hat ihn schon ein Vermögen gekostet. Wenn er jetzt noch die Armen füttert, bricht die Hölle los. Jetzt kann man natürlich in die Vorratskammer einbrechen. Man kann aber einfach auch mit der Köchin schmerzen. Ich schleiche mich nicht in die Vorratskammer, da werden wir bloß erwischt und das ist beim Teufel. Wo finde ich die Köchin? In der Küche, wo denn sonst? Aber mit ihr lässt sich nicht reden. Sie ist eine dickköpfige Hexe. Ja, dann kriegt sie dann mal sauber die Umdrehte. Hast du versucht, mit ihr zu reden? Hast du sie einfach mal gefragt? Warum sollte ich? Das hätte keinen Sinn. Vertrau mir. Da Wie bin ich kannst jetzt du aber dir so gespannt. sicher sein? Vielleicht nimmt sie doch Vernunft an. Ihre Tochter war bei ihr. Dann versuch dein Glück. Wo ist die Vorratskammer? Ich versuche mit der Köchin zu reden. Wir probieren werde jetzt zum mit ihr Schmerzen. Ich reden. mag wissen, was für ein Bist du garstiger betrunken? Besen das ist. Bist du betrunken? Nicht betrunken genug. Nicht betrunken genug für eine Hochzeitsfeier. Oh Gott, das wird schief gehen. Wird's nicht, ich bin ein Wenn sie nicht mit redegewandter... sich reden lässt, kann ich in die Vorratskammer schleichen. Das kriegen wir hin. Aber lass dich dabei bloß nicht von ihr erwischen. Das ist mir Verlässt klar. sie denn niemals die Küche? Ich habe beobachtet, wie sie Kräuter sammelt oder ab und zu das Essen nachfüllt. Aber dazu muss erstmal alles aufgegessen werden. Das freut mich. Ich verhungere. Dann schlag dir so richtig den Bauch voll. Also gut, schön. Mal sehen, was sich machen lässt. Viel Glück, Heinrich. Da bin ich jetzt gespannt. Das sind einfach so anders. Sammle Essen bei der Hochzeit. 4 von 40. Das muss jetzt das ganze Fackelklump sein. Ich mag jetzt mit der Kuh Tussi schmerzen. Wo ist denn die Alte? Wo ist denn dort die Kirche, Alter? Trockengestell, schließen. Was ist das da? Wo ist denn die Kirche? Kann man da so tun? Ja, schlechte Idee, glaube ich. Wird mit Kich angezeigt? Warte mal. Haben wir da? Beschaffe etwas Essen für die Bettler. Ja, sprich mit den Meeren. Also es gibt die Option gar nicht.
dass ich mit ihr schmatzen kann. Ich weiß ja gar nicht, wo die überhaupt ist. Darf ich mal? Vielleicht ist da hinten. Warte mal. Wie viel denn? Hallo! Bist du die garstige Alte? Köchin Dorothea. Hallo! Was möchtest du, junger Mann? Ist das Essen ausgegangen? Wenn ja, sag es einfach. Andernfalls verschwinde aus meiner Küche. Sei so gut. Du garstige Alte Wiederhex! Du willst den Armen nichts zu essen geben? Tuma erzählte, dass du den Bettlern am Tor nichts zu essen geben willst. Will ich auch nicht. Was kümmert dich das? Tun sie dir nicht leid? Versuch's erst gar nicht. Ich kann nicht teilen, was ich nicht habe. Ist wirklich nichts mehr übrig? Wenn ich ihm das gebe, was übrig ist, habe ich morgen nichts zum Kochen. Und was passiert dann? Tuma hätte sich kümmern sollen. Warum vertreibt er sie nicht endlich? Du garstige alte Scheißauswegs. Lage ausspähen. Wo ist die Vorratskammer? Wahrscheinlich da hinten. Geh mir aus dem Weg. Draußen findest du genug zu essen. Was treibst du hier? Draußen gibt es genug zu essen. Hopp, Was Schuffe. hast du vor? Es gibt Unmengen Speis und Trank im Hof. Das ist meine Küche, also geh mir aus dem Weg. Was machst du hier? Siehst du nicht, dass ich zu tun habe? Wonach suchst du denn? Draußen gibt es genug zu essen. Heilige Scheiße, du bist wirklich ein lästiges Arschloch. Wahnsinn. So, das rennen wir jetzt da ganz hinten ab, damit es dahinter gehen muss. Ich friss so viel Facke, dass morgen keins mehr gibt. Muss ich jetzt da wirklich 32 so Dinge aufklauen? Ja, wir werden es tun. Kann man immer brauchen. Da, hier ein Stück Brot. Ein Stück Brot. Und ein Miet. Zählt als Essen? Nein, das zählt nicht als Essen. So. Dauert ein wenig, aber es hilft ja nicht. Man kann nur irgendjemand beim anschaffen. Darf es etwas Spanferkel sein, Herr? Das passt gut zum Wein. Pass auf, das rammen wir jetzt alles weg. Dann glaube ich nämlich nicht, dass sie automatisch rauskommt. Dann. Schon hungrig? Freilich haben wir mich schon hungrig. Ich habe bald meine Taschen so voll, dass ich nichts mehr mitnehmen kann. Das ganze Essen ist aus. Das ist eigentlich schon lustig, wenn einer da umeinander rennt und das ganze Essen vom Teller runterkreit. So, weg mit dem Schund, haben wir es gleich. Mit! Bernie Crusade ist gebongt. Das nächste Wort neben Brot, das man nur noch so sagen darf. Auch beim Bäcker übrigens. Na, gehst zum Bäcker und sagst, ich hätte gern das Stück Brot. Da freut er sich mit Sicherheit. Großer Spaß. Das bringen wir dann die Bettler-Typen. Na, wer weiß, vielleicht haben die später noch für was gut. Irgendwo treffen sie uns, helfen sie uns, wie auch immer. So, und noch eins. Oder? Sammleressen bei der Hochzeit. Hammer. Kommen Sie jetzt da automatisch aus? Nein, das werde ich hier sagen müssen, nehme ich an. Okay, aber das bringen wir jetzt den armen Teufel da draus. So, zack. Ich habe das Essen von den Tischen genommen. Oh. Ich habe etwas Essen von den Tischen genommen. Das mal sehen. Das sollte für die Bettler reichen. Und jetzt? Ach, ich konnte Ihnen das jetzt alles übertragen da, oder wie? 18 von 40. Nimmst das mit. Nimmst mal, gibst dir mal ein Met. Der Met zählt nicht, oder? Nö. Nimmst das mit und Nussen. So. Lieferung bestätigen. Das muss wohl reichen. Das muss wohl Lange reichen. werden Sie damit nicht auskommen. Aber besser als nichts. Ja. Das hätten wir dann. Danke für deine Hilfe. Ruf Und verbessert. weißt du was? Warte hier auf mich. Ich werfe Ihnen das Essen zu und dann trinken wir auf den Erfolg. Und keine Ausreden. Ich kann jetzt saufen, ich muss da halten. Ein Bier, 2 Bier, ist die Welt nicht wunderbar. Ah ja, gespeichert. Easy. Was müssen wir jetzt mal? Was haben wir noch übrig? Was haben wir da? Rede mit Wasserdeck, dem Wildhüter, sprich mit den Meeren. Mann, die Meeren. Sind das die Meeren? Hey, seid ihr? Der Jurka war der Meere, oder? Sieh mal einer an, was da gekrochen kommt. Ganz ruhig, die Du Arschloch Herren. schon wieder. Ich komme in Frieden. Du hast mir letztes Mal eine Tracht Prügel verpasst. Aber dieses Mal hast du nicht so viel Glück, Freundchen. Du willst dich prügeln? Hier? Was ist los? Hast du zu viel Schiss? Du Vollidiot, letztes Mal habe ich dich mit 2 Schlägen ausgenockt. Das Bürschchen sieht aus, als würde er gleich anfangen zu weinen. Was? Wir verarschen dich nur.
Alles ist vergeben und vergessen. Was ist noch vergeben und vergessen? Ich hab die Und diese zusammengeschlagen. feinen Herrschaften sind auch von dort. Ich bin Heinrich von Skalitz. Also, Heinrich, komm und trink was mit uns, um unseren Streit beizulegen. Ich würde gern mit dir anstoßen. Habe ich denn eine Wahl? Tja, habe ich denn eine Wahl? Stell dich nicht so an, sonst rege ich mich noch auf. Ja, das will ich ja nicht. Dann leg los. Ist das eine gute Idee, dass man mir... Scheiße. Was? Von dieser Plörre muss ich ja würgen. Das kann man ja nicht trinken. Wir müssen was Besseres finden. Wieso wird jetzt da mein Ruf verschlechtert? Das ist doch nicht mein Scheißproblem, was du saufst, du Trottel! Warum schenkt ihr euch nicht selbst ein? Herr Semin fürchtet, dass ihr euch betrinkt. Das wäre ihm nicht gefallen. Trotzdem werde ich es ihm sagen. Nein, ich werde es ihm nicht sagen. Warum schenkt ihr euch nicht selbst ein? Warum ich? Könnt ihr ihn nicht selber holen? Das geht nicht. Hier kennt doch jeder unser Gesicht. Wir gehören zur Sippe des alten Semin. Uns erkennt man sofort. Aber du bist nur ein dummer junger Bursche, den niemand kennt. Keiner wird dich bemerken. Na, herzlichen Dank auch. Das ist ein richtiger Huren. Herr Semin fürchtet, dass ihr euch betrinkt. Wisst ihr, warum Herr Semin euch nichts Besseres ausschenkt? Weil er Angst hat, dass ihr euch besauft und eine Prügelei anfangt. Pass mal auf, du Schwachkopf. Schwachkopf Lass schon mir mal wieder. einen guten Rat geben. Ein nüchterner Meere ist 100-mal schlimmer als ein besoffener. Wenn wir hier also nicht alles zerlegen sollen, brauchen wir anständigen Schnaps. Ich verstehe. Ihr meint es also ernst. Und wo kann ich Schnaps finden? Nicht irgendein Schnaps, verdammt. Wir wollen den edlen Tropfen, den wir aus Meeren mitgebracht haben, weil es hier nur Pisse gibt. Aber der alte Semin hat ihn uns abgenommen und in den Katakomben versteckt. Weit unten? Im Keller. Der alte Bastard lässt ihn sogar bewachen. Unseren guten Schnaps. Muss jetzt... Woran erkenne ich den richtigen Alkohol? Na schön. Aber woran erkenne ich das Zeug, nach dem ich suche? Er springt dir sofort ins Auge. Eine kleine Kanne. Vielleicht auch nicht ganz so klein. Und wer bewacht den Keller? Natürlich eine Wache. Der hockt auf Tolle dem Frage. Platz, lässt die Tür nicht aus den Augen und rührt sich nicht. Herr Mr. WOT-Sepp, das ist genau, was ich mir gerade gedacht habe. Das möchte ich nämlich schon lang ausprobieren. Gegen die Wache kann ich wohl nicht viel ausrichten. Wie man es mischen Ein kann. Vorschlag? Ist mir egal, aber du musst ihn loswerden. Denk dir irgendwas aus, damit er verschwindet oder dich einlässt. Du wirst schon einen Weg finden. Kann man da einfach ausnocken. Mir bleibt wohl keine andere Wahl. Bleibt wohl keine Wahl, was? So. Besorge den Meeren etwas zu trinken. Die Frage ist, wo ist denn die Bumsbude? Bitte nicht bei der Alten in der Kirche drin. Oh no. Oder? Nach was für einem Buchstaben müssen wir so... Dass das alles so eng beieinander ist da oben. Nach O. Was O? Warte. O. Bei O sucht man. Ah, Moment mal. War das nicht... Ist nicht die Wache unser bester Freund jetzt? Haben das die Wachen? Bier aus sonst wo? Ich bin ein bisschen unschlüssig, wo wir da jetzt genau hin müssen. Speck, Met, starke Brühe. Bin ein bisschen überfordert, wo wir da jetzt hier... Kann man in das Gebäude reingehen da? Schauen wir mal. Ach, ist es der Wachmann anscheinend, oder was? Das ist nicht der Wachmann, er ist der Wachmann. Ich könnte ein Bier vertragen. Schmerzen wir mal mit ihm. Vielleicht lässt uns eine, wie man... Scheiße. Oh, Ich Rüstungsset. verdurste. Schmiedewerkzeuge? Was ist da? Da machen wir jetzt nicht einfach auf. Schauen wir mal. Den kriegen wir schon. Trinken und amüsieren sich. Aber du sitzt hier in diesem Vielleicht können wir Keller eher mal einen fest. Schlaftrunk ein. Langweilst du dich nicht? Hör mir bloß damit auf. Nach all den Jahren wird hier endlich eine anständige Hochzeit gefeiert und ich muss den Keller bewachen, damit diese Mähren ihn nicht leer saufen. Tja, ich bin so durstig. Ich würde am liebsten die Feuchtigkeit aus den Wänden saugen. Ich beneide dich nicht. Danke. Jetzt fühle ich mich schon viel besser.
hol dir doch ein Bier. Hol dir doch ein Bier. Ich passe so lange für dich auf. Auf keinen Fall. Wenn Tuma das erfährt, bin ich am Arsch. Das war zu leicht für ihn. Ach, komm schon. Der säuft doch auch. Wir haben gerade erst ein paar Schnäpse gekippt. Was? Dieser listige Bastard. Siehst du? Und warum sollst du hier auf dem Trockenen sitzen? Da hast du recht. Aha! Wenn Tuma trinkt, kann ich das auch. Ja, natürlich. Sauf die. Ja, schau, dass du lang gewinnst. Tschö. Oh, ist da was drin? Oh, das ist schwer, das kriege ich nicht auf das Ding. Ja, mach zu, das ist eine gute Idee. Kann ich jetzt da den Bumscontainer rausräumen? Ich glaube, das Stehlen, das der wir nicht. Das ist eine schlechte Idee. So, Kandel, du trinkst hier unrechtmäßig ein. Wo ist das Ding? Schnaps aus Meeren. Das nehmen wir. Besorge den Männern etwas zu trinken, das haben wir. Zinnkrug, gibt's sonst noch was Tolles? Haben wir noch nichts mehr, da hängt der Gickel. Der Gockelmann! Schaut ein bisschen aus mit. Nein, sag's nicht. Nein, sag's nicht, da machen wir da wieder zu. Nein, nicht von da! Nein! Andersrum. Jetzt hat. So. Ich bin auch leicht angetüdelt, sagt man da unten übrigens. Was gibt denn der Buff? Was sagt dann? Rausch. So heißt, wir haben eine Pumpe voll. Das Rüstungsset, da klar ich da jetzt nicht da drin. Da fallen wir hundertprozentig auf. So, ich mach da wieder zu. Das fällt ja kaum auf, dass gar keiner drin ist. Dann bringen wir hier einen Schnaps. Schaut mal, was ich habe! Seht mal, was ich hier habe. Scheiße, vergiss den Stopp! Nein! Das ist mal ein edler Topf. Gepriesen sei Heinrich. Komm und trink was mit uns. Na, weil ich bummvoll bin. Nein, nein. Danke, aber ich trinke nicht. Was bist du? Ein Fisch, der nur Wasser säuft? Trink aus, Bursche. Das gehört sich so auf einer Hochzeit. Auf die Gesundheit, auf Gott und Heinrich. Und auf die Frischfamilie. Genau, hoch die Krüge. 7 Biere und 4-mal Schnaps. Die Weiber werden schöner. Selbst die... Heinrich, wir haben Ärger. Du musst mir helfen. Oh. Was ist passiert? Das Schwert ist weg. Was? Jemand muss es gestohlen haben. Das Hochzeitsgeschenk für den jungen Herrn? Nicht so laut. Meine Güte. Ach du Wenn Scheiße. ich dich wiederkrieg, macht der alte Kleinholz aus mir. Du wirst sehen. Der sorgt dafür, dass ich hier keinen Nagel mehr schmiede. Hast du es vielleicht irgendwo liegen lassen? Etwas so Wertvolles? Nie im Leben. Jemand hat es gestohlen. Ja, aber du musst es ja irgendwo liegen lassen haben. Ich meine, es ist ein riesendrum Schwert. Da geht keiner hin und sagt, oh, hoppsala, es ist weg. Weißt du noch, wann du es zuletzt gesehen hast? Ich bin mir nicht sicher. Vielleicht als wir ankamen? Ich habe es dem alten Semin gezeigt. Und er meinte, es wäre ein Meisterstück. Da war ich dabei. Was hast du danach gemacht? Dann habe ich ein wenig gegessen, getrunken und bin pissen gegangen. Und das Schwert hattest du die ganze Zeit dabei? Warum sollte ich mit dem Schwert pissen gehen? Ich hab's ins Gras an der Mauer gelegt. Aha, lass mich raten. Seitdem hast du es nicht gesehen. Genau. Seitdem suche ich danach. Hast du das Schwert noch jemandem gezeigt? Naja, ich musste mit so guter Arbeit ja ein wenig angeben. Auch für Herrn Semin. Moment mal, das Schwert hab doch ich geschmiedet, du Arschloch. Du warst stolz auf dich, oder? Du warst wohl sehr zufrieden mit dir. Ist das nicht jeder, wenn seine Arbeit gelobt wird? Kein Wunder, dass du nicht ganz bei Sinnen warst. Das ganze Lob ist dir zu Kopf gestiegen. Und vielleicht noch woanders hin. Sorg dich um meinen Kopf, verdammt nochmal. Wir müssen das Schwert finden. Ja, aber wieso ist denn das jetzt mein Scheißproblem, du dämlicher Volltrottel? Vor wem hast du mit dem Schwert angegeben? Ein paar Leute kamen zu mir und wollten es sehen. Ein paar junge Frauen und ein paar Burschen. Also hast du es ihm jeden Tag, der da ist. Und stimmt, einer davon war ganz schön frech. Aha, der war ganz schön frech. Wie sah der Bursche denn aus? Wie sah denn dieser Bursche aus? Ich weiß es nicht genau. So viel wie hier los ist, er war irgendwie jung. Also ein Gag, so wie viele Männer hier. Das trifft auf ein Dutzend Kerle hier zu. Wenn ich wüsste, welcher es war, könnte ich ja selbst mit ihm reden. Wie hat er sich benommen? Weißt du denn noch, wie er sich benommen hat? Ist dir irgendetwas an ihm Müssen wir jetzt den aufgefallen? Typen da Ja, wie finden? oder was? gesagt, er war halt einfach vorlaut. Und er hatte seltsame Manieren, wie diese Adligen. Er ist rumstolziert, um irgendeinem Weib zu imponieren. Aha. Dieser Frau, die
dieser lüsterne Kämmerer hergebracht hat. Ah, verstehe. Jetzt weiß ich genau, wen wir suchen. Ja? Nein. Aber Ich vielleicht habe die keine Runde? Ahnung, von wem du da faselst. Und was Kleidung? für Kleidung trug er? Versuch dich zu erinnern. Ja, das weiß ich sogar. Er war ganz in Gelb. Richtig gut angezogen. Ich werde versuchen, den Burschen zu finden. Ich werde versuchen, diesen Burschen zu finden. Vielleicht weiß er mehr. Wenn du mein Schwert bei ihm findest, dann häng ihn gleich an den Eiern auf. Das ist der Mann. Jetzt ist mir jetzt auch die Potscherei. für den jungen Older geschmiedet hast? Ja, ein erstklassiges Schwert, das eines jungen Adligen würdig ist. Willst du es sehen? Nein, danke. Aber ich würde dich gern etwas fragen. Wie lange musstest du dem alten Semin in den Arsch riechen, bis er dir Arbeit gegeben hat? Gib Ruhe, du streitsüchtiger Knacker. Wie geht's dir denn so, Olbram? Könnte besser sein, aber es kann nicht klagen. Seit wann? Du machst doch den ganzen Tag nichts als klagen. Vor allem über uns. Tja, weil ihr mich nicht in Frieden lasst. Ihr geht mir fürchterlich auf die Nerven. Wie letztes Mal. Ihr habt mein Heul überall verteilt. Und bis meine Jungs es zusammenrechnen konnten, war es nass. Damit hatte ich nichts zu tun. Da müssen es eben deine reizenden Nachbarn gewesen sein. Ich würde dieses ganze Drecksloch am liebsten niederbrennen. Ist das eine Drohung, alter Mann? Ne, eher Wunschdenken. Stimmt es, dass du ein Geschenk für den jungen Older geschmiedet hast? Ja, ein erstklassiges Schwert, das eines jungen Adligen würdig ist. Willst du es sehen? Nein, danke. Aber ich würde dich gern etwas fragen. Wie lange musstest du dem alten Finger in den Arsch riechen? Alter, wie gut. Wie gut ist das bitte? Wo liegt was mit dir? Hallo? Das ist der Müller! Was ist denn da los? Was bist denn du da? Was ist voll? Hoppala! Was hab ich denn da jetzt gestohlen? Über die Simonie lesen. Über die Simonie von Meister Jan Hus. Who the fuck reads this? Der Mann ist bummvoll. Ich wirf's einfach da wieder hin. Ich will es nicht haben. Oder, was war denn das wert? Oder ist was wert? Ja. 150! Ja, ich behalt's mir mal. Ich behalt's mir mal. So, der hilft mir nicht weiter, der Dude. Der Mann hat ein wenig zwei vom Fuck gegessen, bin mir nicht sicher. So, einen gelben Typen müssen wir finden. Hättest du es mir melden. Wo ist diese Frau? Du bist nutzlos, wenn du Oh, das ist der Kämmerer. Das ist sie. Da, er schaut, der wurde im Eck gestanden. Ja, da vielleicht so ein wenig so. Nein, das ist aber alles bloß nicht gelb, gell? Du bist gelb! Du bist gelb, mein Freund! Geibel, der Schreiber. Wer ist noch gelb? Da nur jemand gelb? Bursche, komm mal kurz her. Du Bravkas, Mutti. Du, ich hab jetzt keine Zeit, ich muss jetzt irgendeinen gelben Typ suchen. Ab! Oh, Zeit ist alles gelb, ich glaub nicht. Wir warten ab und sehen weiter. Und behalte von Bergos Kamera im Auge. Er hat mich vorhin ständig angestarrt. Der hat die ganze Nacht mit diesem Luder geredet. Keine Sorge. Aha, was ist da los? Gehilfe? Olda von Semin, das ist der Bräutigam, gell? Oh, die werden was aushecken, glaube ich. Ist da was da? Warte, da haben voll die Leute übrig. Gehilfe, du bist doch auch gelb. Bist du gelb? Ich hab kein Fackel nicht da, glaube ich. Hey! Du trägst gelb! Gelbe Kleidung? Vielleicht bist du der Kerl, den ich suche. Hey, was machst du denn hier? Verzeih, kennen wir uns? Natürlich! Du bist Buschek, oder? Vor einer Woche haben wir uns um dieses Mädchen in Jellyhoff geprügelt. Oh. Wer hat gewonnen? Na, ich natürlich. Aber das hat sich nicht gelohnt. Die Kleine war zwar hübsch, aber dumm wie Brot. Ah, wie ärgerlich. Aber jetzt, wo wir uns wiedersehen,
Sollten wir gemeinsam trinken. Schnee von gestern, nicht? Nein. Radovan, der Schmied aus Tachau, hat sein Schwert verloren. Er nicht. Hast du es irgendwo gesehen? Na sicher habe ich das. Alter, wie spät ist's bitte? Viele? Jede Wache hat doch ein Schwert, oder? Ah, vergiss es. So besoffen wie du bist, hättest du dir damit Oder nur möchtest mich selbst du komplett Das kann verarschen? gut Es ist sein. 5 vor 10. Jetzt was? Warum nicht? Ich trinke gern was. Auf deine Gesundheit, Busche. Na, ich bin nicht Buschek, aber trotzdem. Prost. Na, das ist... Boah, das ist ja sauer. Was zum Henker ist das? Also Animation für was zum natürlich. Trinken hätte schon unterlegt. Angeblich kommt er sogar aus dem Burgund. Bah, der ist ja widerlich. Ach, trink einfach, Busche. Ich bin nicht... Ach, egal. Oh Gott, wir haben einen Bumm voll schon wieder. Nein, jetzt haben wir schon wieder Bumm voll. Ruf verbessert, das ist schon mal Epsi. Willst du mir noch mehr Sorgen Boschek, der Schankwirt, ist das gelb? Ich weiß nicht, Drosten der Vogt. Ich sehe ja nichts da herin. Das ist ja nicht gelb. Auch nicht gelb, ist da jemand gelb da herin. Oh, Schlägerei, geil! Wir sind wieder besoffen. Geil! Wache aus Semin, Jurko. Hey, Heinrich, hör mal. Ach, das ist er. Willst du nicht auf meine Freunde wetten? Nein! Will ich? Trinkst du? Willst du? Trinke ich? Verstehe ich nicht. Herr Birdlike, I Was see, I habe ich see. dann von meinem Sieg? Was schwebt dir vor? Der Rest von eurem Alkohol. Was hast du noch? Ich mag keinen scheiß Alkohol jetzt mehr. Noch was anderes im Angebot? Kohlen! Also schön. Was, deine Stiefel? Meine Stiefel. Aber wenn du verlierst, krieg ich deine. Ernsthaft? Schlag ein oder lass es. Stiefeldeal! Warum nicht? Nein, ich mag aber selbst. Nein, was? Ich mag nicht wetten. Ich lasse das mit dem Wetten lieber. Komm schon, Heinrich. Sei nicht so Ich mag's, wenn ich selber schlägern darf, dann ja, aber ich sitze doch nicht auf deine Freien, bist du behindert? Warum nicht? denn nicht? Ab. Dann eben um Stiefel. Wetten Du wir um endest als Stiefel. wandelnde Schande mit stinkenden Füßen. Herr Birdlike, ich denke, das hat sich erledigt. Auf wen willst If you know what I mean. Auf den in grün, auf den mit dem spitzen Hut. Ich nehm die Nummer grün. Auf den im grünen Mantel. Gut. Hand drauf. Vorsicht! Ja, sehr gut. Ja. Ja. Der wird umspringen und zuhören. Nein, der will nicht. Oh, ausgewichen. Kick rein gemacht. Ausgewichen. Ja. Hoffentlich haben Sie nichts aus dem Keller geklaut. Ich hab was aus dem Keller geklaut, aber das sag's keinem. Gut für dich. Ich glaube, dass das ein Schmarrn ist. Jetzt hau er um! Nicht ewig Zeit. Jubeln! Mach! Aufs Maul! Bastard! Aufs Maul! Ich schlag dich Ja! zu Wir Brei. sind wieder besoffen. Hau ihn um jetzt! Was soll das werden? Alter, der wird zum Morgenbrot. Die Weiber, verdammt noch ein. Jetzt drehst du den. Ja, das schon. Das schon. Das schon, Herr Birdlike. Wir sind wieder Wenn ich eine besoffen. Durchschnittspromille auf der Feier 6. Das endet nicht gut für dich. Ja, wie lange kämpfen jetzt die da? Ja! Weil der hat schon so viel einkassiert, der muss schon lange am Boden liegen. Wenn der Alte das erfährt, bin ich Erledige geliefert. ihn, Junge. Das ist aber ja, da sehe ich ganz viel, wenn sie in den Balken umeinander kämpft, sie voll decken. Da gibt's sogar Übungsschwerter. Gib auf, Mann! Mehrere. Bleib lieber beim Schnaps! Wieder besoffen. Endet dieser Kampf jemals? Na, noch nicht genug? Mist. Kämpfe! Jeden Bleib beleidigen? lieber beim Schnaps! Ermo feiern. Denk an den Schnaps! Auf ihn. Mach den Wasser fertig. Beleidigt man ihn? Auf, Wenn der Mann! Alte das erfährt, bin ich geliefert. Wenn der Alte das erfährt, ist er geliefert, ja? Den ganzen Tag Zeit. Ja, aber ja nicht! Fällt jetzt da bald einmal einen um von euch, so voll Deppen! Wir sind wieder besoffen. Oh, der andere ist schon so komisch in der. Nee, nicht irgendwas Wehhaltung. Geh weiter, was ist denn das für ein Rumgepimmel da? Sag mal selber, hat's das für Luft gelegen, den Dreckgeschichte ein? Na, noch nicht genug? Das erfährt, bin ich geliefert. Aufs Maul! Soll das ein mährischer Tanz sein? Das endet nicht gut für dich. Passiert jetzt da noch irgendwas oder kann ich einfach wieder gehen und den gelben Typen suchen? Ich schlag dich zu Brei, du elender Drecksack. Ach,
Letztes wieder am Arsch da drin. Ich würde wie ein Trottel dastehen. Am Arsch da drin. Hier, vor aller Haus? Direkt unter der Kerze ist es am dunkelsten. Endlich sind wir allein. Ja. Jemand hätte Mist in seinem Hof verteilt. Meine Dame, Ich wette, sein jetzt dachte geliebter ich mir Bulle auch. hat da einfach Sollen wir hingeschissen. warten, bis Ein es solches richtig Ungetüm dunkel könnte wird? den ganzen Hof Das ist nicht dein verdammter Ernst! Weißt du, Du dass verdammtes mich Arschloch! Möglicherweise ist mir bewusst geworden, dass du die Person warst, nach der ich gesucht habe. Ich? Wieso? Liebes, ich glaube, er meint mich. Heinrich dachte wohl, ich verhungere, wenn er mir mal nicht auf die Pelle rückt. Also, freust du dich, mich zu sehen? Jetzt hockt da der Hans drin, ich krieg einen scheiß Vogel! Und macht die andere Idiot, die ich vorher gemacht hab! Und das Schwert hat er auch geklaut! Gib mir den Brief und Siegel, also das auch gestohlen hat, der Huren. Ich bin froh, dass du am Leben bist. Du hast mir nicht gefehlt. Ja, ich bin unentschlossen. Ich suche am Schwert, das soll ich mir am Arsch lecken. Ist nicht von Belang. Der Schmied Radovan hat das Schwert verloren, das er für den Bräutigam als Hochzeitsgeschenk angefertigt hat. Oh, da hat aber jemand Scheiße gebaut, hm? Aber das überrascht mich nicht. Schließlich hat er überall rumposaunt, dass es das beste Schwert im ganzen Land sei. Und jetzt weiß ich, wer es gestohlen hat. Du Afftyp! Du hast es dir anverleibt. Wie kannst du es wagen? Der Schmied hat dich in der Nähe des Schwerts gesehen, also spiel nicht den Dummen. Wo hast du es versteckt? Jetzt mach mal halblang. Mein Ruf mag zwar befleckt sein, aber ich bin doch kein Dieb. Wenn du es nicht gewesen bist, wer dann? Svatopluk, der Sohn des Vogts. Was? Svatja? Unsinn. Was geht hier vor? Du schon wieder? Wer ist dieser Besoffene? Das ist Wojtek. Nimm meinen Namen nicht in deinen Mund. Und du? Was machst du hier mit meinem Mädchen? Ich bin nicht dein Mädchen. Also, nicht nur deins. Ist das die gleiche von Im vorher? Übrigen hat mich schon seit Jahren keiner mehr Mädchen genannt. Hast du gehört? Zisch ab. Niemand interessiert sich für dich. Also hast du dich gegen mich verbündet, ja? Erst hältst du mich zum Narren und dann dieser Schmuck? Ja, lass mal gut sein, sonst müssen wir da herum am Dachboden noch schnell irgendjemandem Zähne aufklappen lassen. Wir haben uns auf nichts geeinigt. Und vergiss Mischka. Bei Für Mischka. keinen von uns beiden Zeit. Mein Tag ist wirklich furchtbar. Frauen wollen mich nicht. Meine Freunde nehmen mich nicht ernst. Da bleibt mir nur der Suff. Der Suff lässt dich nie. Jedem das seine. Ich dachte schon, du zettelst eine Schlägerei an. Ja, Bei mir musst du so keine kurz Angst davor. haben. Sekunde mal. Lenk nicht vom Thema ab. Was hast du da über Svatja gesagt? Wie ich schon sagte, er hat das Schwert gestohlen. Woher weißt du, dass er es gestohlen hat? Das war jetzt meine erste natürliche Frage gewesen. So, warum sollte er es stehlen? Warum sollte ich dir vertrauen? Woher willst du wissen, dass er es gestohlen hat? Weil ich es gesehen habe. Ach, Herrgott nochmal. Muss ich dir jedes Wort aus der Nase ziehen? Wo hast du ihn gesehen? Der Schmied ging zur Latrine und ließ das Schwert unbewacht draußen. Das stimmt. Der Holzkopf. Svatja hat ihn die ganze Zeit beobachtet und nutzte dann die Gelegenheit. Warum sollte er das stehlen? Was würde er mit dem Schwert? Warum sollte ich dir vertrauen? Das war die nächste Frage, die ich stellen hat. Wieso sollte ich dir glauben? Das musst du nicht. Aber hast du eine Wahl? Entweder machst du weiter haltlose Anschuldigungen, Touché. oder aber... Oh, versuchst schon wieder ihn zu verschlechtert. finden. Ich sah noch, wie er zwischen den Zinnen nahe der Latrine verschwand. Und dann tauchte er unter dem Taubenschlag im Hinterhof wieder auf. Da hatte er das Schwert nicht mehr. Warum sollte er es stehlen? Wieso sollte es der Sohn des Vogts stehlen? Er und Semin sind bald eine Familie. Wieso fragst du ihn das nicht? Doch wie ich hörte, gehen ihm die Semins gehörig gegen den Strich. Wieso? Keine Ahnung. Das musst du schon selbst rausfinden. Ich suche nach dem Schwert. Na schön. Dann nehme ich dich beim Wort und versuche, das Schwert zu finden. Endlich bist du zur Vernunft gekommen. Und Heinrich? Ja? Bitte vermassel es nicht. Wir müssen mit von Bergo sprechen. Hingeschissen. Ein solches Ungetüm Finde das Schwert für Herrn Semins Sohn. Was der siehst du jetzt da eigentlich? Was wird denn das da? Ein alter Ja. Mann. Ja, Endlich ein dieser bisschen alter Ruhe. Bastard. Meine Dame, Wenn er nur das Ruhe und dachte ich mir Frieden auch. wollte, hätte er Sollen schon wir längst warten, aufgehört. bis es Du richtig müsstest dunkel ihn mal wird? hören. Er will Und alle ständig völlig jemanden betrunken sind? herunterputzen. Wenn ich Weißt mich du, nicht dass du täusche, mich ist das wirklich ein Jahr gerettet her, hast? dass wir uns mit dem Das Pack aus halte ich Jellicoe so für einen geprügelt Prinzen. haben. Erinnere Was mich für ein bloß Prinz nicht bist du? Hm? Das Wo hat ihn warst du immer nur noch mein nicht Leben lang? gereicht.
lispelnde Alterner Olbram erzählt allen, wir hätten ihnen Kuttenberg, diese Wiese Piesek, weggenommen. Denkst du Wien, nicht, ich als Kadetz, Vogt hätte Laun, schon genug zu In tun? Wien? Willst du mir noch mehr Sorgen Meine bereiten? Güte. Was Im der überall? Gegenteil. Ich bin nicht Wir weiter als wollen uns bis für nach dich Lasa darum gekommen. kümmern. Du musst dich um gar Das ist so krass, wie lang dass die da Unterhaltungen führen. Einfach irgendwo nebenher. So, wo ist jetzt der andere Spacken? Wo ist er denn hin? Wo ist er hin? Moment. Nach wem suchen wir denn eigentlich? Nach F. Wo ist der denn? Nein, den brauchen wir nicht. P. Finde das Schwert für Herrn Semins Sohn. P müssen wir. Richtung. Ah ja. Ach du Scheiße, das ist der Jager, den wir geholfen haben. Der ist schon wieder bumm voll im Mädchen. Ich kotze. Nicht auf die Blumen. Slatuschka wird mich bestrafen. Wie letztes Mal. Oh, Musik in Game, leiser mal. Guter Punkt, der Bohrer. Hab ich nicht mehr dran gedacht. Ich hab's eh schon ganz Stück leiser. Ist die Frage, ob das von dem bitte. Ist das jetzt recht viel leiser? Warte mal. Ja. Wenn ich kotze. Nicht auf die Blumen. Ist das jetzt recht viel leiser? Ich glaube nicht. Figur, du streitsüchtiger Knacker. Ach, man muss da jetzt zuhören, oder was? Mhm. Ist der Typ da irgendwo oder ist das Schwert da irgendwo? Was brennt denn da? Da hat noch kein Funken aufgeflogen, oder? Ja, tatsächlich. Schau genau. Schau genau, wo? Da draußen nochmal. Kalt. Ja, ich glaube, ich kann mir es dann schon vorstellen. Svatja hat es also reingeworfen. Jetzt möchte die Anzahl an Minuten von den Leuten, die keinen Chat haben, wie lange sie nach dem Schwert gesucht haben. Los. Jetzt kommt sie daher. Was ist denn mit dir? Sabrina! So, endlich Feierabend. Liebe Grüße an alle im Nachschau-Squad. Jawohl! Alter, ich hab da eine halbe Stunde gesucht. Ohne euch, ich hab mir schon gedacht, weil ich kenne ja die Zeitverzögerung da im Chat herin, wenn jemand schon schau genauer. Hab da so ein wenig umeinander geschaut, dann hab ich mir schon gedacht, so 10 Sekunden später schreibt jemand, schau genauer, muss da gewesen sein. Liegt im Poster drin. Hätte ich mich behindert gesucht. Ohne Chat hätte ich mich... Wahrscheinlich, bei sowas fange ich nach 5 Minuten dann an zum Googlen. Weil es mir jetzt blöd ist. Sabrina! 25 sind zu viel. Vor allem für Nachschau-Squad, was soll denn das eigentlich? Sabrina, vielen Dank, Kuss auf die Nuss. Es ist zu viel und du weißt es. Dankeschön. Ich werd mir einen Kasten Paulaner Spätsee und einem Gnädel eine Leberkasse mit davon kaufen. Ist das recht? Dann ist jeder Cent 100% wert. Der Sprenger schreibt, jetzt ist die Frage, hätte man das die ganze Zeit schon aufglauben können? Das darf mich jetzt auch interessieren. Ob das vorher, wenn wir mit ihr da heraus waren, schon drin gelegen ist, aber wahrscheinlich nicht, nehme ich an. Und woher weiß er jetzt, dass es nicht doch der Hans eine Pfeffer hat? Gute Frage, Sibian. Absolut richtige Frage. Ist die Sabrina überhaupt noch da? Wo ist sie denn schon wieder? Stimmt ab, wann ist das da, das Schwert? Machen wir. Ah, halt, stopp. Wir gehen zum Radobahn. So. Was krieg ich jetzt da dafür? Ich habe dein Schwert gefunden. Eigentlich soll ich ihm sagen, du unterricht mich, dann kriegst du das Schwert wieder, du Penner. Ich habe dein Schwert gefunden. Gott sei Dank, Heinrich. Ich dachte schon, ich muss mir woanders neue Arbeit suchen. Wer hat's gestohlen? Ja, das wissen wir nicht so hundertprozentig. Ja, noch verzeihen wir jetzt eine Lügengeschichte und dann sind wir trotzdem gefickt. Vielleicht war es ja wirklich der Hans. Who knows? Spielt keine Rolle, es ist wieder da. Ach, das spielt keine Rolle. Das Wichtigste ist doch, dass es unbeschädigt wieder aufgetaucht ist. Wenn du meinst, ich danke dir. Du hast es mir gerade rechtzeitig gebracht. Gleich beginnt die Zeremonie. Also ist Herr von Bergo angekommen? Noch nicht.
Aber der Vater will seinen Sohn schnell verheiraten. Ich glaube, der Junge hat etwas Angst. Wundert mich nicht. Ich musste mich vor meiner Hochzeit auch besaufen. Hoffentlich haben Sie nicht ohne Herrn von Bergo Das nicht angefangen. jeder? Der kommt schon noch, keine Sorge. Er wurde sicher nur aufgehalten. Das ist bei Herren so. Wo steckt er denn nur? Ich habe vor Stunden jemanden geschickt. Das klingt nach einer Cut-Cutscene. Meisterkämmerer, was ist denn nun? Wann wird Herr Otto kommen? Wenn ich das nur wüsste, Herr. Seine Gefolgschaft ist längst überfällig. Was? Es wird bereits nach Ihnen gesucht, bisher jedoch ohne Erfolg. Es ist zwar bedauerlich, aber wir sollten dann ohne ihn beginnen. Fangen wir an, Vater. Verdammt. Jetzt kommt der Berghoff-Sepp nicht, oder was? Oh, hold that. Haben wir's quasi, oder was? Ein schöner Cliffhanger war jetzt eigentlich noch schön bis zum Schluss. Bis nächste Woche. Ich weiß nicht warum, aber ich mag solche Musik. Oh, der Soundtrack, Alter, wie gut! Oh, wie gut! Da lacht er noch. Wir haben uns versammelt, um die Vermählung von Olda und Agnes zu feiern. Und so bitte ich euch vor Gott und seiner heiligen Kirche, eure Ehegelöbnisse abzulegen. Der Liebe, Ehre und Treue. Schwört ihr, bis der Tod eure Wege scheidet? Ich schwöre. Ist der andere, der Gnädel ist ein Hund, kein Katz. Ich schwöre. Damit erkläre ich euch zu Mann und Frau. Lasst die Braut küssen. Haben Sie die jetzt geklaust? Wie, die heiraten aus Liebe? Ist das überhaupt erlaubt? Berechtigte Frage, sprenge ich zu der Jahreszeit. Was ist denn jetzt mit ihm? Damit sind wir wieder am Anfang. Also, weil der Berghoff einfach nicht gekommen ist. Fuck! Ja, scheiße, jetzt habe ich mich umsonst verdotzen wie ein Kasperl. Und jetzt? Von Bergo kommt nicht. Warum bin ich dann noch hier? Ich gratuliere den frisch Vermählten und gehe dann. Was ist denn, meine ich frisch vermählte Leute gratulieren, Abflug. Wann die frisch Vermählten? Wo stehen denn diese rum? Warte mal. Was der Tag, der Wildhüter? Wo sind die vermählten Idioten? Das hat sich erledigt. Jemand hat sich darum gekümmert. Semin Sie rausgeworfen? Ganz im Gegenteil. Ich habe ihnen Essen gegeben. Darf sich beruhen lassen? Wir sind hier, um uns zu amüsieren. Wo sind die offen? Katja, mein Freund, lass mich nicht verdursten. Nein? Ich hatte genug für heute. Und du Was ist mit solltest dir? auch zum Wasser Slatter! Sonst machst du nur wieder... Halt dein Mal jetzt, geh weg. Sei für den Schund. Ich such die Vermählten. Warten die! Ist da die wieder Hex raus, oder was ist da los? Da war Kisten.
So, vorher im Chat. Hat jemand geschrieben, ich habe es gelesen, aber nichts dazu gesagt. Wie funktioniert die Schlossknackerei? Genauso wie im Einser eigentlich. Das ist genau das Gleiche. Ich versuche es zu erklären. Schwierig zum Erklären, weil das eine sehr eigene Mechanik ist. Warte mal, gehen wir da nochmal schnell weg. Da schreibt nämlich gerade jemand was, wirklich tatsächlich gar nicht so unwichtig. Türe zu. So, und zwar, du gehst da her und dann fahre ich mit der Maus umeinander, bis der Kniedel da golden leicht. Dann weiß ich, an dieser Stelle bin ich richtig. Wenn ich dann auf D drücke, dann fängt das Schloss an, sich zum Drehen, also gegen Uhrzeigersinn zu drehen. Und den unsichtbaren Punkt, den ich da mit meinem Mauszeiger habe, der muss immer golden sein. Das heißt, ich muss, ich muss das Ding drehen mit D und meine Maus muss genau auf dem Punkt rundherum mitfahren. Wenn ich meine Maus stehen lasse, dann der Punkt muss halt golden bleiben. Und wenn ich mit der Maus zu weit weg bin, dann scheitert es. Ich muss halt rundherum fahren und da drauf bleiben. Und je schwerer das Schloss ist, desto schwerer wird es, diesen Punkt an der Stelle zu halten, weil der zum Zielen anfängt. Ja? Wie soll ich sagen, das ist wie wenn es in Counter-Strike das Magazin auslotst und du schießt, irgendwann zielst du den Himmel auf. So ist das da auch. So, jetzt machen wir so, aber beim Leichten soll jetzt normal kein Problem nicht sein. Sechst wie das so blinkt und ich fahre mit meinem Maus rundherum, blub und bin fertig. Da ist ja nur Scheißdreck drin! Gut, jetzt gehen wir auf mal. So, mit Bauchi gibt's noch was zum Essen. Ich darf noch schnell ein paar Restel essen, wenn es ist. Nussschnecken, rein in meinen Bauch, Nahrung. Oh, essen wir das Brot zusammen. Und das Wolffleisch vielleicht noch ein wenig. Dann können wir es wegschmeißen. So, wo haben jetzt diese scheiß vermählten Vollidioten? Wo sind sie denn? Da hinten irgendwo. Da sind sie, oder? Ha, was ist mit ihm? Das ist einfach überall Spein, die Vollidioten. Was ist mit ihm? Ist der Schneider? Ist der auch voll oder was? Was ist mit ihr? Hallo? Bin ich blind oder? Ich meine, die haben doch Bläme auf dem Kopf gehabt und so einen Scheiß, oder nicht? Warte mal. Nicht, dass da herum sein. Das soll sein nicht. Ja, sag mal. Ich rede mit Wassertag und Wildhüter, gratuliert dem frisch Vermählten. Wassertag, den lassen wir jetzt einfach wieder hinter dem Heck, der ist mir jetzt wurscht. Und wer bist du? Der Hauptmann Knorren. Den war ich auch schon unterwegs. Da herum gibt es eigentlich auch nichts außer ein Bett. Kistige Kiste. Was? Oh, da kann ich was stehlen, das tun wir nicht. Der Birdlag wird gemacht. Wer sich übrigens wundert, dass vorher gerade vom YBO eine Ansage gekommen ist, somit sagt sie ihm nicht alles. Es gibt eine einzige Person in diesem Chat, die die Erlaubnis dazu hat. Und der fängt mit BO und hört mit Örtleik auf. So, das war da hinten. Schauen wir mal da rein. Das ist jetzt nicht dein... Was? Warum hat er mich verlassen? Hat aber nicht lang gehalten, du. Hey, Mietze! Lieb. Was machst du hier? Wer bist du? Ich bin Heinrich. Entschuldige. Ich wollte dir keine Angst machen. Ich hatte gehofft, euch alle beide hier zu finden. Ich hätte jetzt lang gebraucht, bis ich da Und Herrn reinschaue. Older. So, wieder, was ist? Komm schon, hör auf zu weinen. Was ist denn los, hm? Es ist Older. Ist er... Nein, nein. Mr. JS, das ist was Er anderes. ist Das bloß ist verschwunden. Und das habe ich gewusst. Er ist einfach vom Altar weggelaufen. Aber warum? Ihr zwei saht doch so glücklich aus. Ich hatte gehofft, dass er nach der Hochzeit mehr zu Hause bleibt, anstatt immer irgendwo hinzureiten. Ja, aber 5 Minuten nach der Trauung. So eine dumme Gans. Wohin ist er denn?
Wann kommt er wieder? Er hatte wohl mit der Zeremonie eilig. Er kommt bestimmt zu dir zurück. Wohin ist er denn? Was war so dringend, dass es nicht bis morgen warten konnte? Ich weiß es nicht. Das hat er mir nicht verraten, aber er reitet oft ganz eilig davon. Im Gamli 10 von 10. Hat er dir nicht mal gesagt, wann er zurückkommt? Nein. Manchmal kommt er abends wieder. Manchmal ist er tagelang unterwegs und er will einfach nicht mit mir darüber sprechen. Ich habe gehört, dass er es bei der Zeremonie sehr eilig hatte. Alle wollten auf Herrn Otto von Bergo Zum Glück, danke für den Er Resub. sollte Kuss auf die unser Nuss. Ehrengast sein. Aber Viel Olga Spaß im war den Nachschausquad. ganzen Tag schon angespannt. Great game. Vor allem als dieser Bote kam. Er wurde ungeduldig und meinte, dass wir die Zeremonie sofort abhalten sollen. Ein Bote? Welcher Bote? Er trug nicht die Farben von irgendeinem Herrn. Er kam rein, sprach hastig ein paar Worte mit Olga und dann ritt er wieder weg. Die Glock, ich weiß nicht, was ein Corona Und verdammt recht für bald ist. nach der Zeremonie ritt Olga plötzlich Also ich auch glaube nicht. davon. Keine Sorge, er kommt bestimmt bald wieder. Niemand würde eine hübsche Frau wie dich lange allein lassen. Ich bin ihm doch völlig egal. Ja, jetzt Sein chill mal, ich Vater hab hat zwar diese 10 Minuten Ehe in die geheiratet. Wege geleitet, weil sie dann Geld von meinem Vater bekommen. Schweigen. Jeder hier beneidet Olga. Er liebt dich ganz bestimmt. Da spricht der Wein aus dir. Das ist ein guter, der spricht immer aus, die Weiber. Zerbrich dir darüber nicht den Kopf. Du hast zu viel getrunken und deshalb redest du allen möglichen Unfug. Morgen früh wirst du wieder klar denken können. Du hast recht. Zum Teufel damit. Also gut. Ich habe jetzt genug geweint. Jetzt will ich lieber was trinken. Was ist mit dir? Boah, leck, wenn man mir... Ich schwöre dir bei Gott, wenn wir mir jetzt mit der Braut ansaufen und dann... Das... Auf die frisch Vermählten! Na, ich wollte dich ohnehin beglückwünschen. Also, auf Glück und Gesundheit. Mögest du bald einen gesunden Sohn und später wenigstens 2 Töchter haben und... Fass dich kurz, ich verdurste. Auf dich. Schnaps! Oh Gott, er schon wieder! Ah, leck mich doch! Du also schon wieder! Das ist der Geilste. Eine Prügelei. Du willst also die Braut vögeln? Es ist nicht so wie weg, jetzt sofort! Ihr macht uns Schande! Ja, ich gib's zu, eigentlich schon. Mist! Oh, du saure Gnus, du. Aber da haben Sie sofort dabei, das ist eh klar. Da hat wohl ein Auge auf die Frau seines Nächsten geworfen, was? Schwachsinn! Oder ist der Hans da? Übel. Du hättest vielleicht warten sollen, bis alle gegangen sind. Oh no! Oh no! Oh no! Nicht schon wieder! No! No! Ja, von den guten Perk! Was ziehst du hier für eine Nummer? Was ziehst du hier für eine Nummer? Was gibt das für ein Maul, du Trottel? Die haben nämlich ein paar richtig gute Perks zum Schlägern. Die helfen mir bloß überhaupt nicht weiter. Um Gottes Willen, kann man das überhaupt gewinnen? Das ist ganz Schlitzen auf! Sprich da nur an, du Arschloch! Was jetzt? Du zeigst den Kerl! Auf ihn! Stärke 11! Da ist er! Alex Champon! Willst wieder zum Tränzen, du Trottel! No, da kriegst du mir auch gleich noch eine! Noch eine und noch eine! Alex Champona! So, wen haben wir jetzt da noch? Wer kämpft jetzt da noch gegen mich? Ich käme überhaupt nicht aus! Wo ist der Hans? Hans! Jetzt mir auf die Fresse! Naja, haben wir gedacht, dass das so kommt. Keine gute Hochzeit, hört auf ohne Schlägerei! Grundgütiger, worauf wartet ihr? Schmeißt sie raus, bevor sie noch alles zu Kleinholz verarbeiten. Oh oh. Wenn wir jetzt... Was? Gehen wir jetzt so auf die Burg oder was? Einfach mal in Dunkelheit dreschen. Ich habe sein Gesicht gesehen. Ich habe Katzenaugen. Uschitze, 1403.
Halt, stopp. Mr. Birdlag, ich brauche Insider-Informationen. Halt, stopp. Halt, stopp. Depfgefahr? Oder, okay, kein Stress, das wollte ich wissen. War aber kurz vor knapp, gell? Wer ist der Typ und was? Es ist so gut einfach jetzt. Selbst wenn, kriegen einen Strike, Männer. Sehen wir uns einen Monat lang nicht mehr. Aber einen Monat lang Winterpause. Ein Pfarrer aus dem ersten... Was? Das ist ein Pfarrer aus dem ersten Kingdom Come? Das ist nicht dein Ernst. Den kennst du zu 100%. Ich erinnere mich halt nicht mehr an sein... Einen kenne ich noch. Hochrangige Gäste. Um Himmels Willen. Muss es denn unbedingt er sein? Ich kenne beide. Vertrau mir, mein Freund. Oh Jesus, ich danke dir. Wir müssen etwas mit dir bereden. Sendest du nicht ab FSK 18? Nö. Selbst dann darfst du keine Titten herzeigen. Möchten euer Gnaden Platz nehmen? Ich verzichte lieber. Alte Bekannte! Was führt die Herren denn in mein bescheidenes Pfarrhaus? Hast du schon gepackt, Godwin? Ich hörte, dass du aus deinem bescheidenen Pfarrhaus rausgeworfen wurdest. Der etwas dickere Festerne ist ein Abbild vom Entwickler, oder nicht? Vom Entwicklerchef. Glaube ich. Hattest du irgendwas damit zu tun? Bist du hier, um mich zu verabschieden? Und wem habe ich das zu verdanken? Du hast damit nichts zu tun, oder, Hanusch? Dafür bist du ganz allein verantwortlich, Godwin. Wenn du nicht wie ein Tier gelebt hättest, dann würdest du es jetzt auch nicht bereuen. Da liegst du falsch. Ich bereue nämlich gar nichts. Dann wirst du sicher auch nicht bereuen, uns jetzt zuzuhören. Wir haben eine geheime Mission für dich. Verschlechtert habt ihr hin. Ein Geheimnis? Ich bin ganz ohr. Ich bin ganz Ohr, Herr Ratzig. Weißt du über Herrn Carpons Mission Bescheid? Okay, jetzt wird's interessant. Ihr überlegst die ganze Zeit, wessen Stimme das ist, an Bryan Cranston seine. Bekannt als Walter White aus Breaking Bad, selbstverständlich. Er war auf dem Weg nach Trotsky. Also die reden gerade über uns, über den Anfang. Schau dir mal das Gesicht von dem Typen an, wie dermaßen krass gut das ausschaut. Ja, davon habe ich gehört. Wo habt ihr ihn noch gleich hingeschickt? Trotsky? Richtig. Zu Herrn Otto von Bergos Burg. Zum königlichen Kämmerer von Bergo, dem aus der Herrenvereinigung? Du weißt mehr, als ich von dir erwartet hätte. Das überrascht mich nicht. Ich weiß auch, dass man nach Trotsky zu Pferd etwa 3 Tage braucht. 2 Tage, wenn das Wetter mitspielt. Der junge Herr sollte schon längst wieder zurück sein, nicht wahr? Müsste er. Doch er ist noch immer nicht hier. Soll ich herausfinden, wo er abgeblieben ist? Warum hast du mich aufgesucht? Und wieso kommt ihr damit zu mir? Herrgott nochmal. Jetzt streng schon deine Saufbirne an. Liegt das nicht auf der Hand? Du musst für uns nach Trotsky reisen und rausfinden, warum er immer noch dort ist. Warum ich? Wieso denn ich? Das wüsste ich ehrlich gesagt auch gern, Ratzig. Wieso ausgerechnet der? Er ist erfahren wie kaum ein anderer, das weißt du, Hanusch. Und das nicht nur in der Schlacht. Auch wenn er derzeit nicht den Anschein macht, entstammt er einer Adelsfamilie. Er weiß also, wie man mit blauem Blut umgehen muss. Was? Du willst mir erzählen, dass dieser Halunke im Priestergewand blaues Blut hat? Ja, richtig. Außerdem versteht er das gemeine Volk. Da wir nicht wissen, was Carpon aufhält, müssen wir jemanden nach Trotsky schicken, der mit allerlei Leuten auskommt. Ich hoffe, du hast recht. Also, was sagst du, Godwin? Wie könnte ich nach all diesen Komplimenten ablehnen? Nun, das lief besser als erwartet. Nicht so voreilig. Ich
werde erst dann ruhen, wenn mein Neffe wieder sicher nach Pirkstein zurückgekehrt ist. Wann soll ich aufbrechen? Jetzt sofort. Mist. Mussten die uns ausgerechnet hier einsperren? Mir kommt's vor, als würden die Wände sich bewegen. Die Zelle wird immer kleiner. Hört mich jemand? Lasst mich raus! Hey! Hört ihr mich? Lass gut sein. Niemand wird kommen. Ich habe das Gefühl, wir werden zerquetscht. Das könnt ihr uns zusammenschweißen. Wir haben jetzt in der Burg, oder? Wo wir eigentlich hier wollten, aber heute im Kerker. Na, so lernen wir uns etwas näher kennen. Sehr komisch. Ich kann solche Orte einfach nicht leiden. Gefängnisse? Ich glaube, das tun die wenigsten. Nein, niemand tut das. Hör mal, Heinrich. Ich wollte nur sagen, dass ich froh bin, dich wiederzusehen. Ich glaub dir nicht. Ach ja? Ach, komm schon. Ich bin nur ein Bauer. Richtig, ist das eine Entschuldigung? Klingt ja fast, als ob sich der werte Herr Hans Capon entschuldigen möchte. Aber warum? Nun, vielleicht, weil es mir leid tut. Wie dem auch sei, Heinrich. Es ist sicher ein Buffet. Ich wollte sagen, du hattest recht. Ich habe mich, schlimm verhalten. Entschuldigung angenommen. Ich stecke deinetwegen in Schwierigkeiten. Ja, Entschuldigung angenommen. Na gut, ich nehme deine Entschuldigung an. Alles längst vergessen, nicht wahr? Alter Freund. Danke. Also, was hast du inzwischen so getrieben? Weiß nicht, wann hat denn das Ding das letzte Mal gespeichert? Warte mal. Vor 20 Minuten, das ist nichts. Das ist nicht, wir müssen noch bis zum Speichern noch warten. Das ist ein perfekter Cliffhanger, meine Damen und Herren. Ich arbeitete in der Schmiede, arbeitete bei der Mühle. Ich habe beides gemacht. Aber ich sage ihm, es ist nicht von Bedeutung. Ich? Ist doch jetzt eh egal. Die ganze Arbeit und trotzdem sitzen wir beide jetzt hinter Gittern. Und du? Ich habe mich auf meine Stärken konzentriert. Ja, und Saufen und rumhuren? Haha, urkomisch. Nein, die Jagd. Du hast also gewildert? Also wildern? Nur gewöhnliche Bürger wildern. Ich jedoch ging im Gebiet eines anderen Adligen jagen. Zugegebenermaßen ohne Erlaubnis. Das kann dich das Leben kosten. Ach, Blödsinn. Kein Grund zur Sorge. Gott steh uns bei. Psst, warte mal. Vor der Tür tut sich was. Hast du Hauptmann Thomas gesehen? Jarek sagt, es ging ihm schlecht. Stimmt. Diese Arschlöcher haben ihn übel zugerichtet. Vater Nikodemus meinte aber, seine Wunden würden gut verheilen. Ja, aber jetzt leidet er an Fieber. Und der Knochensäger ist mit Herrn Otto unterwegs. Großer Gott. Hauptmann Thomas. Ja. Wir haben ihn doch getroffen und ihm den Brief gezeigt. Das ist der Typ am Bevor Anfang. wir beim See waren. Du hast sie doch gehört. Er hat Fieber. Darum kümmern wir uns schon. Hey! Lass gut sein. Hey! Aufmachen, Gesindel! Wir sind Boten aus Ratei! Euer Hauptmann kann es bestätigen. Hört ihr? Nochmal? Diese verdammten Ochsen lassen uns keine Ruhe. Kommt schon, Jungs! Seid Ich weiß, Benny, vernünftig! ich weiß. Wir sind Boten des Herrn von Leipa! Glauben Sie uns jetzt das einfach so? Warte nur, bis Herr von Bergo erfährt, wie du Adlige behandelst. Du! Los, folge mir zum Hof. Der Kämmerer sagt, wir haben kein Brot zu verschenken. Es gibt Arbeit für dich. Was ist mit mir? Ich will auf der Stelle mit dem Hauptmann reden. Du kannst dich gleich an Gott wenden. Auf dich wartet der Galgen wegen Wilderei. Was? Aber Adlige können nicht einfach gehängt werden. Jetzt warte doch! Hörst du das? Die Glocke läutet für dich, mein Freund. Noch 12 Mal. Und dann kommt der Pfarrer zu deinem letzten Gebet. Hans! Holy shit! Dürft ihr nicht! Hans, keine Sorge, ich kümmere mich! Beweg dich! Ich bin ein Adliger! Hört ihr nicht? Ich bin ein Adliger! Hans, ich bin Herr Hans Capon von Pirkstein. Okay. Also,
Wenn du hier raus willst, musst du deine Schulden begleichen oder abarbeiten. Du kannst damit anfangen, indem du die Holzkohle vom Wagen bis zum Lager schleppst. Moment mal. Und was wird aus Kapern? Dein durchgedrehter Zellengenosse? Wer wildert, endet am Strick. Heiliges Kanonenrohr, Batman. That escalated quickly! Bloß weil wir auf der Hochzeit ein wenig... Und weil ich vielleicht Brautgeil... Ja... Er ist aber wirklich adlig. Bist du nicht zu alt für Märchen, Junge? Sobald die Glocken 12-mal geläutet haben, ist es völlig egal, wer er ist. Wenn du ihm helfen willst, knie dich lieber hin und bete. Und dass du ihn kennst, behältst du besser für dich. Euer Hauptmann Thomas kann bezeugen, dass wir Boten aus Ratei sind. Das ist die Wahrheit, ich schwör's. Kein Wort über unseren Hauptmann. Wir wissen nicht mal, ob der arme Mann den nächsten Morgen erleben wird. In der Nacht brachten sie ihn hoch zur Kapelle des Jungfrauenturms. Jetzt kann ihm wohl nur noch Gott helfen. Das heißt im Prinzip, also, um zusammenzufassen, im ersten Stream letzte Woche, oder war der letzte Woche, Mittwoch, erster Stream. Am Anfang, wir alle in Gelb und super toll und keine Ahnung, wollen wir zu diesem Schloss, wo wir da jetzt gerade sind. Uns kämen diese roten Reiter entgegen. Der Hauptmann Thomas ist der Große in der Mitte, mit dem wir uns schon ein bisschen unterhalten haben. Und der liegt jetzt im Sterben und ist der letzte Überlebende dieser Gruppe, der beweisen und bezeugen kann, dass wir zwei Adlige sind. Zumindest der Hans und ich bin sein Gefährte. Und dieser Hauptmann liegt jetzt im Sterben. Richtig tolle Geschichte. Also ich habe mit vielem gerechnet, aber und wenn ich fertig bin, wo ist mein Hab und Gut? Warum läutest du die Glocke 12-mal? Warum wurde Tom... Wann war der letzte Speicherpunkt? Immer noch um 22:12 Uhr. Ich gehe los. Gib mir jetzt einen Speicherpunkt, weil dann ist... Jemand hat es im Chat schon geschrieben. Peak Cliffhanger. Ich werde mal loslegen. Braver Junge. Das Lager ist oben am Tor zur Hauptburg. Schmied Osina faulenzt hier irgendwo herum. Er wird sich eine Aufgabe für dich ausdenken. Oder du gehst hinunter zur Vorburg, wo der Galgen gebaut wird. Dort gibt es sicher reichlich zu tun. Und schnüffle ja nicht herum, hörst du? Halte dich von der Burg fern. Haben wir uns verstanden? Ja, ja. Verstanden. Wir speichern jetzt da. Ich habe wahrscheinlich nichts mehr, oder? Ja, toll. Jetzt hat Speicherpunkt, um Gottes Willen. Oh, leck. So, wer hier drin hat mit dieser Nummer gerechnet? Wie gut ist das denn bitte? Heilige Scheiße ist das Speichgut! Außerdem, man kann ja speichern und beenden. Da denke ich nie drauf. Heilige Scheiße ist das Speichgut! Ja, das glaube ich, habe ich schon verstanden. Verhindern, dass 12-mal Leute. Irgend sowas. Also wir müssen irgendwie einen Hans da rauskriegen. Und wahrscheinlich gibt es 28 verschiedene Wege, wie du das tun kannst. In Burg Eibreha, wie ist es? Wir haben überall Wachen. Die Ohrleck. Tja, meine Damen und Herren. Ich fürchte, ich bin so cool, erstmal speichern und beenden. Meine sehr verehrten Damen, nach dem Gameplay, die Sie alle schleichen, ich habe halt nicht einmal eine Player, die soll jetzt gefälligst auf den Like-Button smashen, dann tun Sie das jetzt, bevor Sie den Stream verlassen. Vielen herzlichen Dank fürs Zuschauen, Kuss auf die Nuss, smash der Like-Button. Zweitens, ja, Kruzifix ist das Spielgut. Es ist so anders und es ist so wichtig für Leute, die vielleicht überlegen, das Spiel zum Kaufen. Ich gebe absolut die Empfehlung raus, wer Rollenspiele mag, ist ein Muss, dass du spielen musst. Ich habe jetzt, wie viel Playtime haben wir? Ich habe natürlich außerhalb von dieser Hauptquest 18,2 Stunden, keine Sekunde bereut. Eines der besten Spiele der letzten Jahre, kann ich jetzt schon sagen. Ganz extrem wenig Fälle. Ich weiß gar nicht, was haben wir für Fälle gehabt. Ich habe einen einzigen wirklichen Bug gehabt bis jetzt. Und da rede ich jetzt nicht von, zum Beispiel wie heute der Hund in dem Schaf da drin steckt, kurz einmal. Das passiert in jedem Rollenspiel. In jedem. Einem komplett durchgepolischten Cyberpunk passiert das. Irgendwie, irgendwann.
sondern wirklich Fehler. Da weiß ich bloß einen einzigen, und zwar kann man mit dem Herrn Semin und mit seiner Wache macht man die erste Schmiedequest. Also wir haben heute die zweite gemacht, ja, das Schwert zusammenschmieden, damit wir auf die Hochzeit kommen, und die Vorquest dazu ist, musst du seinen Wagen finden und so weiter, und das machst du mit den 2 Reiter aus Semin. Und das habe ich alles gemacht. Und dann reizt du da so ein Wildererlager aus und so weiter und so fort. Du bringst alle um, bis auf einen. Und dann sagst du zu einer, möchtest du mit heimreiten? Ja. Und dann reizt du mit denen heim. Und in Truskowitz, oder wie es heißt, lassen sie dich dann aussteigen. Und wenn du aussteigst und dann habe ich wieder mit dem geredet, dann hat er mich Vollgas angemalt, warum du bist deiner Aufgabe nicht nachgekommen und keine Ahnung, was alles ich, als war ich bei der Quest nicht dabei gewesen und hätte einfach, ja, ich helfe euch, und war dann davon gelaufen, was ich aber nicht getan habe. Das war der einzige kleine, ja, ist eigentlich kein kleiner Fehler nicht mehr, das ist schon ein größerer, weil sich dann auch der Ruf verschlechtert und so, geht jetzt aber kein Weit nicht unter. Aber ansonsten, bei mir hat sich der die ganze Zeit gewaschen. Das könnten halt so Kleinigkeiten sein, und mit diesen Problemchen haben alle diese Rollenspiele in dem Ausmaß zum Tor. Aber das krasse Gegenteil, wie dermaßen mit realistisch diese Welt mit Leben gefüllt ist unfassbar. Du wirfst irgendwo, ich habe gar nicht gewusst, dass das geht, da hab ich einen Hund noch nicht gehabt, da habe ich irgendwo mein Inventar ausgelagert, irgendwo in der Stadt drin, und dann ist ja da ein Stückchen vergammeltes Wolfsfleisch gelegen. Da kommt von irgendwo ein Hund daher, schnuffelt so umeinander, geht her, frisst es und geht weiter. Und was haben wir noch gehabt? Das mit der Wache habe ich vorher schon erzählt, der ich das Gewand geklaut habe, und dann bin ich wieder reingeritten mit den anderen während der Quest. Wieder mit dem Semin-Typen und mit dem anderen auf dem Weg zu dem Wagen-Questing. Und dann rennt die Wache so halbnackert vorbei mit der Hellebarde, hat ja bloß eine ganz billige Hosen an und so weiter und kein Helm und nix. Geht so und bleibt dann so stehen und schaut mich so an beim Vorbeireiten, so richtig schlecht. So richtig wie aus einem Film so. Schaut mich so an. Da habe ich mir zugeschaut und immer so, was macht denn der da? Keine Ahnung. Und dann schaut er so, hey, du hast meine Sachen an! Und dann rennt er mir nach und möchte mich mit der Hellebarden umbringen. Es ist so gut gemacht, das habe ich in diesem Ausmaß noch nie in einem Rollenspiel gesehen. Und das Einzige, da hat es schon jemand geschrieben, da hast du, gebe ich dir absolut recht. Ich weiß zwar nicht genau, ich habe bloß einen Namen vom Spiel gelesen. Für mich persönlich bestes Spiel seit Red Dead 2. Genau. Das ist das einzige Spiel, das in einer riesengroßen Welt so an das, es fühlt sich echt an, das Leben dieser NPCs rangekommen ist, war Red Dead 2. Ist das einzige, was mir eingefallen hat. Kein Cyberpunk, kannst du vergessen. Gut, ich habe die komplett durchgepatchte eigentliche finale Version nie gespielt. So hätte ich vielleicht auch irgendwann einmal nachholen, aber egal. Ich glaube aber nicht, dass Cyberpunk da rankommt, weil da hätten sie schon viel umstellen müssen. Und ja, es ist halt so anders, und deswegen kann ich durchaus verstehen, dass das vielleicht nicht für jedermanns Geschmack ist. Weil es halt so ruhig ist. Weil es so, du musst da Zeit lassen. So einfache Quests wie renn, keine Ahnung, zu dem Einsiedler und nimm das Schwert und komm wieder, können, wenn du das sauber spielst, 2-3 Stunden dauern. Wenn ich da mit jedem Trottel da jetzt geschmatzt hätte und der hat noch Informationen zu dem Scheiß und zu dem Scheiß und keine Ahnung. Ich hoffe, dass man das noch nachholen kann. Das wäre ganz nice. Und ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Das ist unfassbar, wie gut das Spiel ist. Es ist aus dem Nichts gekommen. Unfassbar gut. 11 von 10. Ich finde nichts, was schlecht ist. Ich finde nichts. Kritikpunkt doch noch ein kleiner. Ich finde die Dialoge zu leise. Oder schlecht abgemischt. Sagt man da so? Ich weiß es nicht. Haben wir einen Sounddesigner da herin? Keine Ahnung. Manchmal haben die Dialoge, ist ein Satz von einem Dialog sehr laut, dann wieder sehr leise, dann wieder so. Weiß ich nicht, wie das in der englischen Synchro ist. Vielleicht ist da besser, aber in der deutschen ist es manchmal. Ich höre Kartone, was ist das? Ist die Musik wieder laut? Keine Ahnung. Der Staudi schreibt, Zeit lassen, zack, 3 Stunden später. 3 Stunden sind in diesem Spiel nix. Und das spricht eigentlich dafür, dass dich diese Welt einfach wirklich reinzieht. Und das sollen diese Rollenspiele halt auch. Und nächster Punkt. Alle Umgebungsgrafiken, die ich in den nächsten 5 Jahren wahrscheinlich sehen werde, werden alle scheiße ausschauen. Alle. Ich habe noch nie so eine krasse Umgebungsgrafik und gesehen wie da, die vor allem absolut flüssig läuft. Keine Ruckler,
einer Ploppen von irgendwelchen Objekten, nichts davon. Und schaut dermaßen echt aus, dass das brutal ist. Wenn du durch einen Wald gehst, geh einmal durch einen Daisy-Wald. Da schaut immer alles gleich aus. Daisy ist jetzt ein Schwachsinn da damit zum Vergleich, aber mir fällt gerade kein anderes Beispiel in ein. Jeder zweite Baum schaut theoretisch gleich aus, ist bloß Draht oder größer oder kleiner. Und der Waldboden ist komplett gleich. Da liegt da einmal ein Stein, da einmal ein Stein, das war's. Und dann gehst du da einmal langsam durch einen Wald in diesem Spiel. Da schaut nichts aus. Kein Quadratmeter schaut aus wie der andere Quadratmeter. Brutal. Was das Arbeit gewesen sein muss, ist unfassbar. Ist unfassbar. Der Doktor schreibt, das freut mich natürlich, wird sau. Alter, ich finde das brutal satisfying zum Zuschauen. Ich hoffe, ich habe mich einigermaßen zusammengerissen mit Maulhalten bei den Dialogen. Das ist da sehr wichtig, dass man versteht, um was das geht, damit man den Faden beibehalten kann, was zur Hölle passiert da eigentlich. Weil bei diesem Spiel ist einfach der Weg das Ziel. Das ist einfach, und da ist fast wurscht. Ja gut, ganz vielleicht auch nicht. Die Nebenquests sind alle cool, teilweise lustig, teilweise interessant, teilweise einfach nur shit zum Moor. Aber die Hauptquest hat jetzt eine krasse Nummer hingelegt. Erst, dass der Hans da ist und das Weiber leider auch macht, dann schlägt und jetzt haben wir da eingesperrt und jetzt stehen wir kurz davor, dass der Hans aufgehängt wird. Bin ich gespannt, wie wir uns aus dieser Nummer raustüdeln. Irgendjemand hat schon geschrieben, nächste Woche ins Depth, da bin ich gespannt. Und gute Lust habe ich. Ich weiß nämlich eh nicht, was wir nächste Woche als Zwischeneinlage einwerfen sollen. Also anders spielen wir nicht. Nächste Woche sehen wir uns am Montag, am Mittwoch und wieder am Freitag. Benährt wir uns zwar langsam, aber sicher dem Ende der Freitagsstreams, weil jetzt dann, glaube ich, in 6 Wochen oder so ist Zeitumstellung, aber es ist ja vollkommen wurscht. Gute Lust habe ich, dass wir am Montag, am Mittwoch und am Freitag das Spiel spielen. Damit wir einfach Meta machen. Vergleich zu God of War. Du kannst nicht vergleichen. God of War ist kein Rollenspiel. Kannst du nicht vergleichen. Fabi, mir ist wieder ein Zwickel 50 gehen. Meine Meinung zu God of War habe ich schon gesagt und es ist genauso gekommen, leider Gottes, wie ich es befürchtet habe. Die Ansage habe ich, glaube ich, schon gemacht, wenn wir mit dem ersten Teil fertig waren. Too much. Zu lang. Too bloated. Too much of everything. Und wenn ich nach 20 Stunden Playtime nicht mal bei der Hälfte der Hauptstory bin, und ich sag's jetzt einfach, ich finde Ragnarök ein bisschen zu overhyped. Ich sag's jetzt einfach, wie es ist. Um ganz ehrlich zu sein, ich mag niemandem, es gibt ein paar Hardcore-Fans von dem Spiel, ich mag niemandem das Spiel verkacken. Ist nur meine Meinung, wenn es dir Vollgas taugt, lass dir von mir jetzt nicht kaputt schmerzen. Aber ich habe einfach schon so viele Spiele in meinem Leben gespielt, dass es nicht mehr feierlich ist. Es ist die ganze Zeit mit aller Gewalt das Gleiche. Cutscene. Ja, wir müssen mir irgendein Objekt holen, teleportiere dich durch das Tor, neues Gebiet. Vor 5 Meter hört er irgendein Gelaber an, dann kommen 5 Gegner. Da schlag die 5 Gegner, löse irgendein Rätsel mit der Mechanik, das du gerade gekriegt hast. Wenn du das gelöst hast, kommen nochmal 5 Gegner, dann kommt noch mehr ein Rätsel und dann kommt der Kisten oder das Objekt, das du suchst. Fahr zurück, es kommt der Cutscene und nochmal von vorn. Und das kann keiner abstreiten. Es ist die ganze Zeit das Gleiche. Und zwar richtig brachial das Gleiche. Und mich wundert ganz stark, dass dieses Spiel diese Kritiken abgekriegt hat. Muss ich ganz ehrlich sagen. Es ist gut, braucht man nicht schmerzen. Das ist absoluter AAA-Shit. Da brauchen wir nicht sprechen drüber, aber es ist einfach das Gleiche. Ja, aber jedes God of War war so. Nein, das ist nicht richtig. Nicht jedes God of War war 30 Stunden lang. Das ist einfach nicht, stimmt einfach nicht. Der erste Teil war perfekt. Es ist das erste Remake von God of War, der Reboot. Fabi, ich finde beide Spiele geil, aber das Spiel hat ein anderes Level. Ja, es ist auch ein anderes Genre. Du kannst God of War nicht mit Kingdom Come vergleichen. Das ist wie Vergleich Tetris mit Super Mario. Das hat nichts miteinander zu tun. Weder das arcadige Kampfsystem von God of War, noch
Also gar nichts einfach. God of War hat auch keine Open World. Das sind einfach eine Aneinanderreihung von Schlauchlevel, wo ich mich wieder hinporten kann. Das ist keine Open World. Da rennen keine NPCs mit eigenem Leben rum. Es ist ja kein RPG. Es ist, nochmal, unfassbar wichtig. Das haben wir ja schon ein paar Mal gehabt. Wenn ich schlecht über Sachen rede, dann fangen die Leute zum Warner an und mengen mich nicht mehr. Zum Beispiel beim Landi. Das die größte Frechheit des letzten Jahres war. Wenn man mal ganz ehrlich ist. Aber die Leute können dann nicht ehrlich sein, wenn sie Fan von irgendwas sind. Ich weiß es nicht. Aber God of War 1 war perfekt. Warum? Es geht die ganze Zeit interessant so in Tee. Neue Mechaniken, neue Waffen und nicht zu viel und nicht zu wenig. Das Spiel war durch auf 10, 12 Stunden. Perfekt. God of War Ragnarök dauert beim ersten Durchlauf 30. Sauber zu lang. Sauber zu lang. God of War ist ein Hack and Slay, wenn man so will, ja. Mit ein paar Rätsel dazwischen und nicht falsch verstehen. Was mir im ersten Teil auch besser gefallen hat, da kommt in einer Tour irgendein, was für mich, für God of War wichtig ist, kommt in einer Tour irgendein riesengroßer Boss, der dreimal so groß ist wie der ganze Monitor, und da wird dann umeinander geprügelt wie die Vollgasnasche. Das fällt mir bei Ragnarök komplett. Da haben wir bis jetzt so ein Viech gehabt, eins, an das ich mich erinnert. Das war dieser komische Drache und der war auch nicht so riesengroß. Ihr wisst, was ich meine. Ja, wenn der Kratos dann auf irgendwelche Riesenhände umeinander läuft und Hände abhackt und im ersten Teil der riesenfette Drache, wo es Vollgas eskaliert, fehlt mir bei Ragnarök. Natürlich haben da auch ein paar geile Momente drin. Aber die reihen sie einfach hinten an, macht das Gleiche, 5 Gegner, Rätsel, 5 Gegner, Rätsel, Teil gefunden, Cutscene. 5 Gegner, Rätsel, 5 Gegner, Rätsel, 5 Gegner, Miniboss, Cutscene. Und das die ganze Zeit, die ganze Zeit, die ganze Zeit, die ganze Zeit. Und das ist mir einfach Zwing. Und das habe ich beim letzten Stream also richtig gespannt. Alec, ja, jetzt kriegen wir dann die 8. Fähigkeit mit dem Scheißbogen. Dann ist er grün, lila und gelb wahrscheinlich. Und dann kriege ich noch eine 3. Waffe wahrscheinlich. Und es ist aber halt auch wieder dasselbe in grün. Der ganze Bums da mit der komischen Tussi und mit dem Atreus da nebenbei, wo man halt 2-3 Stunden braucht, und fühlt sich so sinnlos an und so entlenkt, oder man denkt, komm. Und beim Einser habe ich einfach dasselbe Feeling gehabt wie von Resident Evil 2 bis zum Remake, und den Moment, wow, leck, Alter, wie gut ist denn das? Und genauso God of War 1, das erste Remake, perfekt, Alter. Up fucking Perfection. Und das 2er ist mir einfach zu viel. Das ist 2,5 Mal so lang, und da irgendwann biege ich ab. Es fühlt sich an wie eine Arbeit. Ich weiß nicht, wie es anders sagen, es soll sich ein Spiel anfühlen wie Arbeit. Weniger Abwechslung als WoW in der Questwelt. Ja, ganz so schlimm ist es jetzt auch nicht. Aber WoW kann man halt auch nicht mit God of War vergleichen. God of War ist das stupideste Scheiße auf dem Planeten. Brauchen wir auch nicht schmerzen, das ist ja klar. Genauso wie Path of Exile 2 übrigens. Wo letztes Mal, da hat vorher im Chat, habe ich jemanden gelesen, der hat danach gefragt, warum wir gerade in der Cutscene. Das war, glaube ich, schon vor 2 Stunden. Ich weiß nicht, ob derjenige noch da ist. PoE habe ich nicht mehr angelangt, seit über einem Monat, glaube ich. Seit Anfang Januar spielen nicht mehr. Ich warte auf Patches mehr, aber ich habe halt über 208,5 Stunden Spielzeit drin, auf 2 Charaktere verteilt, eigentlich hauptsächlich auf einen verteilt. Da, wenn eine neue Season kommt, dann werden wir mal übers Wochenende eventuell einen Stream reinhauen, ja. Also das ist nicht vergessen. PoE, ich warte ja auch auf Release. Fabi, übrigens, merci für deine 6 Euro. Finde beide Spiele geil, aber das Spiel halt anderes Level. Also im Rollenspielgenre hebt Kingdom Come Deliverance 2 bis jetzt, was ich bis jetzt gesehen habe, ich meine, 18 Stunden auch noch nicht viel in so einem Spiel, die Messlatte so mit Gewalt hier nach oben, dass bloß noch schäbert. Brutal. Brutal. Ich wünsche mir so sehr God of War in Ägypten mit richtig geilen Götterschnetzeln. Das ist eigentlich der nächste logische Schritt. Ich meine, ich bin ja auch schon gespoilert worden. Ich weiß, dass der Kratos dann wahrscheinlich nicht sterben wird, wenn über God of War 3 gesprochen wird. Ich bin ja echt gespannt, wie Kingdom Come Deliverance 3 noch ausschauen wird. Also, da fürchte ich, steht dann ein 3er vorne dran. Wann kommt das nachher am Riese dann? 2030, 2031, 2032. Wenn sie sich wieder 5, 6, 7 Jahre Zeit lassen. Worauf ich hoffe.
Jemand schreibt da gerade, hast Bock auf State of Play? Das ist PlayStation-Dings, oder? Wann ist denn die? In 7 Minuten 25. Ich sage ja, das ist super, dass man das sagt. Das, wenn ich gewusst hätte, naja, da ist es spät dafür. Die Bürgerin bringt mich um, die ist wahrscheinlich schon seit einer Stunde im Bett, die bringt mich um, Alter. Wenn wir jetzt das auch noch anschauen, das dauert mindestens eine Stunde, aber ich werde es mal so anschauen. Vielleicht können wir uns dann drüber, weiß nicht, können wir im Discord ein wenig drüber schmatzen. Morgen oder so. Ich meine auch von der Grafik von die 2 Spiele. Ach so! God of War Grafik ist auch brutal, da braucht man nicht schmatzen. Da fällt gar nichts. Mir ist einfach zu repetitiv und zu lang einfach. Es fühlt sich an wie Arbeit. Jetzt wieder 2 Stunden irgendwo umeinander pimmeln, damit ich da weiterkomme und weiß, wie es weitergeht. Es passiert zu viel. Da gehört ein Drittel, wenn nicht die Hälfte des Spiels, das aufblasen worden ist, hätte weggehört. Dann war's. Ich weiß noch so gut, wie wir mit dem 1 fertig waren. Und da war Ragnarök schon angekündigt, war aber noch nicht raus. Das war vor 2 Jahren, glaube ich, oder vor 3. Und genau das, glaube ich, habe ich da am Schluss gesagt zu mir. Ich hab keine Ahnung, was sie im 2er besser machen wollen, aber habe insgeheim befürchtet, es wird genau das passieren, was ich befürchte. Es wird einfach noch größer und noch mehr und einfach ein Durcheinander und nee. So. Und das braucht es nicht. Das verstehen diese Entwickler anscheinend nicht. Ich möchte keinen Spieleschinken hergeschissen haben, dann dem ich 50 Stunden linearen Scheiß machen muss. Ja, gib mir so ein Rollenspiel wie Kingdom Come, dann vergingen die 50 Stunden einfach so, ohne dass ich darüber nachdenken muss. Weil ich bin hier, was muss ich da? Ich habe keine Ahnung. Ja, schmatz mal mit dem, was tut denn der? Was tut denn der? Was gibt's denn da? Und du findest immer was Nice und ja. Und was Kingdom Come auch so besonders macht, finde ich, es ist so anders. Es gibt kein Mittelalterspiel, das realistisch ist. Also das auf Realismus getrimmt ist und nicht ohne Magie, da ist im Space nichts drin, was in echt nicht geht hat. Ist sogar noch an echt Böhmen, an echte Namen, an echte Städte, Burgen und so weiter gehalten. Absolut geil. I fucking love it. Ich bin mir ziemlich sicher, dass Monster Hunter Wilds, das auch übrigens Ende Februar kommt, ja, werden wir reinzocken, werden wir uns anschauen. Ich versuche da mal in dieses Franchise einzusteigen, weil wenn nicht jetzt, wann dann? Dann muss ich wieder 8 Jahre warten, bis das nächste kommt. Und GTA 6 in diesem Jahr. Haben da vielleicht noch etwas mitzureden, was ich jetzt gleich sage. Aber ich glaube, Warhorse Studios hat sich da bis jetzt, was ich bis jetzt gesehen habe, auf alle Fälle einen Platz in Richtung Game of the Year verdient. Auf alle Fälle. Da bin ich gespannt. Da bin ich wirklich gespannt. Aber das, wenn nicht, also nominiert ist 100%, da brauchen wir nicht schmerzen. Wenn halt GTA 6 dieses Jahr kommt, dann wird es halt schwierig. Wahrscheinlich. Rockstar hat auch schon mal Sachen verkackt, so ist es nicht. Besonders Releases. Naja. Staudi und Attacks. Servus vom Nachschau-Squad, merci für den Stream. Attacks, absolut nichts zu merken. Ich sag merci. Kuss auf die Nuss. Staudi, merci für 27 Monate. Wenn du am Zocken bist, bleib ruhig dabei. Die Frau motzt um 11 Uhr gleich wie um 2. Da hast du absolut recht. Also nominiert sein muss es. Wenn das Spiel nicht nominiert ist für Game of the Year, dann ist es rigged. Dann brauchst du es nicht mehr anschauen. Dann ist dieselbe Chancenlutzer Scheiße wie Doskas. Das ist genau das Gleiche. Soveronus! Merci, oder wieso? Soveronus, ja, habe ich schon richtig gelesen. Merci für 19 Monate. Der gerade in Nachtschicht, nicht viel los, also ab in die Nachschau-Squad. Hauen Sie sich hinein, ich glaube, das war heute ein richtig guter Stream. Ich glaube, das war heute ein richtig guter Stream, das Spiel ist richtig gut. Ich überlege mir, ob man nächste Woche wirklich ich fürchte halt, wenn man mir nächste Woche Montag, Mittwoch und Freitag, Verzeihung, Kingdom Come durchspringen. Dann ist am Montag in einer Woche, die Woche drauf, dann ist die Luft raus bei euch, fürchte ich. Bei vielen, nicht bei allen natürlich, aber bei einigen. Und dann ist so wie bei God of War, muss man auch mal dazu sagen, dann ist so wie bei God of War, dass dann in Anführungsstrichen nur noch 300-400 Leute da umeinander gurken und dann fange ich natürlich zum Überlegen, aber so mit, ja, wir müssen mal was anderes spielen. Da haben so viele Leute, die daten sich was anderes wünschen, machen wir was anderes. Darum, irgendwas suche ich mir schon. Aber wir spielen mal Kingdom Come nächsten Montag, 20 Uhr weiter.
Wir spielen am Mittwoch, schauen wir mal, wahrscheinlich was anderes. Ich habe so Tavern-Spiele, so Tavern-Master-Spiele und so weiter angeschaut. Die schauen ganz witzig aus. Auf die hätte ich Bock. Und nächsten Freitag, also nicht übermorgen, sondern am Freitag in einer Woche, spielen wir nochmal Kingdom Come. Perfektes Spiel dafür für diese langen Abende bis um 2 Uhr, 1 in der Früh, wo wir zocken können. So, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich bedanke mich ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie den Like-Button gesmashed haben. Das ist viel wichtiger und bringt mir's. Und ja, es ist einfach, es würde mich freuen. Und es bringt dem Video was, es bringt dem Kanal was und kostet nichts. Darum, Like-Button smashen, Kuss auf die Nuss, Dankeschön. Und dann schleichen wir uns jetzt Evi, ja. Haben wir schon wieder zu viel geschmerzt. Normalerweise haben wir gesagt, so, wir spielen mal ein bisschen länger, dafür schmerzen wir nicht mehr so viel. Aber ich rede so gern, was soll ich machen? So, Kinder. Kuss auf die Nuss. Danke fürs Zuschauen. An alle Neuen, keine Ahnung, Abo da lassen, Glocke aktivieren, weißt du selber, was es ist. Vielen Dank für die ganzen Donations. Ich glaube, das ist halt wieder, ja, von einer Person ist auf alle Fälle aus dem Ruder gelaufen und von 2, 3 anderen auch. Kuss auf die Nuss, ich hoffe, ihr habt's noch da. Vielen Dank, es ist zu viel und ihr wisst es. Danke für die neuen Mitgliedschaften, da waren welche dabei. Danke für die 100 Millionen, Quadrillionen Resubs. Danke fürs Mitmachen im Chat. Kuss auf die Nuss, schöne Grüße in den Nachschau-Squad. Triple F für die Moderatoren. Ein gutes Besserungchen an die Wifin. Die hat es, glaube ich, schon der Bresel. Die wird schon schlafi. Wünscht sie einmal Herzl in den Chat hinein und ich hoffe, sie schaut's. Ja, ob sie es nachschaut, weiß ich nicht. Schaut Wifin Streams dann noch? Ich glaube nicht. Egal. Ist nicht so wichtig. Hauptsache gesund wird's. Und jetzt schleichen sie sich davon. Ich wünsche euch was. Vorab ein schönes Wochenende. Ja, wir sehen uns diese Woche nicht mehr. Weiter geht's am Montag und in der Zwischenzeit kommt im Discord am Sonntag eine Ankündigung. Da könnt ihr euch auch mal einsetzen, wer da nicht da ist. Discord-Link ist in der Beschreibung. Und es gibt was Neues, das hätte ich jetzt noch fast vergessen. Jetzt pass auf. Wir sind nicht mehr bei wir haben nicht mehr bei MMOGA. Ich nicht. Weil es einfach nicht mehr gibt. Also es gibt schon noch, aber es gibt kein Partnerprogramm mehr. Darum habe ich mich um etwas Neues gekümmert und zwar um Kinguin. Meine Damen und Herren, ich bin nun Kinguin-Partner. Das ist ähnlich wie MMOGA. Weil vorher jemand gefragt hat, was kostet Kingdom Come. 28% weniger auf kinguin.de. Und wenn du den Link da benutzt, den ich da einer poste, und ich glaube, ich habe mittlerweile ja in der Videobeschreibung da unten, haben Kinguin eine Knierscheibe? Ist die allerwichtigste Frage, Sprenger. Das habe ich im Support schon ein Ticket aufgemacht, habe noch keine Antwort nicht gekriegt. Dann könnt ihr auch eine Spiele in Zukunft über diesen Link kaufen. Ihr müsst es natürlich nicht tun. Für euch kostet das Spiel nicht mehr oder weniger. Es ist wie früher bei MMOGA auch. Also es gibt keinen Gutscheincode, den ich dann bei MMOGA irgendwann nach 3 Jahren mal gekriegt habe. Den gibt es da nicht. Aber ich kriege halt einen kleinen Obolus von dem Einkauf. Und was bei Kinguin aber wichtiger ist als bei MMOGA, bei Kinguin verkaufen mehrere Händler die gleichen Keys. Darum genau lesen. Ich wiederhole, genau lesen, was ihr da kauft. Kauft ihr da einen Steam-Account mit dem Spiel oder kauft ihr einen Steam-Key aus der EU? Wichtig. Lesen, einfach nur lesen. Alles andere, dann ist es kein Problem. So, und jetzt schleich. Da gibt es übrigens mehrere Zeug. Da gibt es nicht bloß Spiele zum Kaufen, da gibt es unter anderem übrigens auch YouTube Premium zum Kaufen, Accounts, da gibt es Spotify-Accounts zum Kaufen und Welten billiger als sonst so. So, nichts lesen, billig muss sein. iPress kaufen 1. Springe ja, deswegen sage ich so mit Nachdruck, ich kenne ja. Dazu gibt es aktuell noch mit 10% Rabatt auf Kinguin mit Februtenari. Noch kommt bei KCD2 auf 46 Euro. Das habe ich zum Beispiel nicht gewusst. Von solchen Gutscheincodes weiß ich natürlich nichts dann. Die könnt ihr euch selber suchen. Das ist ja klar. Es gibt aber auch nichts Einfaches wie Kinguin-Gutschein in Google einzugeben. So, jetzt ist aber genug. Jetzt schleichen Sie sich ins Bett hinein. Kuss auf die Nuss. Danke für Ihre Aufmerksamkeit und ab dafür. Prost auf das, dass wir versucht haben, die Braut zusammenzuhauen. Jetzt schleichen. Ich mach so. So werden wir jeden KCD. Scheiße, ich finde mein Mauszeichen nicht. Wo ist denn? Ich kann mein Mauszeichen nicht finden! Jetzt drücke ich schnell da hier Stream beenden. Okay, ich bin raus. Okay, tschüss!